Hallo? Hallo? Ha? Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe die Ehre. Ich weiß nicht, ob es geht. Geht's schon? Ich weiß nicht, ich seh nix. Jetzt geht's. Kruzifix. So. Wer ist da? Ich bin jetzt da. Hallo? Sonst nicht da. Hallo? Hör mich schon wieder selber. Das ist nix. Grüß Gott miteinander. Herr Capone, Basti, Herr Merl. Da geht mehr. Ah, Kruzifix, der Tee ist heiß wie Zau. Kruzifix, da, Kruzifix. Ah, der Herr AXB, der Herr Klein, der Herr N, der Herr Simmel. Du Arschloch, ich bin in der Arbeit. Tja, hättest du was Gescheites gelernt. Alter, schon wieder ein Stream, ja, saugeil. Sepp, selbst zwar freilich dafür, auf die gute Nachricht, dass wir jetzt wieder streamen, gibt es halt auch eine schlechte, weil am Freitag bin ich dafür Nachmittag nicht da. Verstehst? Aber am Samstag in der Nacht dann höchstwahrscheinlich wieder. Und habe ich mir gedacht, wenn ich schon Urlaub habe und ihr oder die meisten vielleicht sogar Ferien haben, weißt du was, dann hauen wir mir halt nochmal einen Stream ein. Außerdem mag ich weiterspielen. Und ich wollte nicht ohne euch weiterspielen, weil viele haben das gesehen und waren da und wollen sehen, wie es weitergeht. Weißt du, was es ist, gell? So, Herr Riedl, Herr Breitsprecher, Herr HF Dingsbum, spiel doch mal auf die Nacht. Nee, das kann ich nicht. Also kann ich schon, aber heute nicht. Der Kampfknädel ist auch da. Frau Tiedemann ist da. Der Herr Kraus ist da. Der Quamperi Teif ist auch da. Außer der Bürger ist krank, er trinkt einen Tee. Nein, ich bin nicht krank, ich trinke einfach so einen Tee, um meine Kruzifix-Stimme zu schonen. Verstehst? Weißt du nicht, schrei du mal den ganzen Tag, dann brauchst du auch einen Tee. Der Herr Pack hat auch Urlaub, das ist einmal was. Die Frau Tiedemann schreibt Dere und habe Dere, sage ich habe Dere und Dere. Ah, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie geht's euch denn? Habt's gut geschlafen? Ich habe extra seit gestern nicht mehr weitergespielt. Und hab mir gedacht, weißt du was, da spiele ich doch wieder mit euch. Weil es halt einfach nicht anders hilft. Der Herr Götz, die Frau Maria W. habe die Ehre, der Jojo habe die Ehre, der Herr Metschel, die Frau Steinschiller, Bürger, servus Frau Steinschiller. Dann haben einen Haufen Leute, die sind mir ja auf Twitch sofort da. Da schaust du einmal, da schaust du. Steht zwar noch nichts dort, aber da haben sie alle da. Der Herr Reno Wonder Base und alle wirst da sein. Was sagst du zu Maika Weißwurst? Asozial, sage ich da dazu. Asozial. Der Mr. Deut-Fan habe die Ehre, der Mini-Bur habe die Ehre. Am Herrn Geilo geht's sauber, das ist gut. Daniel Kamera, Birgit habe die Ehre. Ja, Birgit ist der weibliche Name von mir, ich weiß, aber ja, nimm mir da nicht übel. Kampfnädel! Stop it! Oder? Es hat nicht lange gedauert, bis der erste einen Bogfotzen, ein Patchy einschaltet. Nächste Jahr ein Kampfnädel. Stop it now. Der Megatrip sagt, ob ich immer noch krank bin. Nein, bin ich natürlich nicht. Also ich trinke ja nur, um die Stimme zu schonen, einen Tee. Weil wenn ich jeden Tag da 4 Stunden am Stück umeinander blähe, dann wird halt auch ich irgendwann einmal heiser. Und ja, so ist es halt, gell? Der Sepp89, habe die Ehre. Der Lucky, der Hasti, der Brieger, der Kandler. Habe die Ehre miteinander. Paula Paulchen, hello. It's me. Ein blub. Servus, guten Mittag. Guten Mittag, Westel, sag ich zu dir. Radical Rider, die Ehre, habe die Ehre. Martina Steinschiller, geil. Ich habe gestern auch ein Weißwürst gesehen. Dann hoffe ich, hast du es sofort genommen und gegen den Wind geschmissen. Ich sag zum Beispiel von Michael Kruzifix, das ist anreidig. Das war. Das sag ich. Weißt, sag ich. Der erste, der Biker-Huber, schreibt schon wieder, jetzt fang an. Nein, jetzt müssen wir erst einmal warten. Ich habe vorher schon gelesen, die meisten müssen nur essen. Ja, auf die müssen wir jetzt auch noch warten, wobei wir schon wieder 150 Leute sind. Ich weiß es auch nicht. Wenn das also weitergeht, dann streame ich nur noch. Ist euch das schon klar? Scheiß auf Videos. Machen wir bloß noch Blödsinn jeden Tag im Stream. Frau Legel schreibt Moigen. Naja, so Moigen ist nicht mehr. Aber in unserer Welt ist noch Moigen, sage ich Guten Morgen. Und merci für eine Abos an der Stelle und Twitch-Follows und was weiß ich, die ich schon gar nicht mehr lesen kann, weil sie sich jetzt übereinander legen. Der Apfelschau schaut ist natürlich gerade beim Essen. Der Fredel schreibt, ob wir heute das Pfluftel suchen, weil das muss ich ein bisschen netter erklären. Wissen überhaupt alle, warum es Pferdl heißt? Hm? Weil es ja dann Boden läuft. Und wenn es fliegen wird, dann war es ein Pfluftel. Verstehst?
Friedel Fesel ist wirklich ein geiler Typ. Geiler Typ. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich schon belustigt, da war ich noch, da habe ich noch sauber in die Windel gefladert. Das sagt ich. Wieder ein Stream, so Hammer. Wendy Schindelbeck. Ich sag da so ein Hammer, dass ihr allesamt wieder da seid. Geil, ganzen Tag Stream. Ja, die klar nicht so ganz den ganzen Tag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss wahrscheinlich so um 4 Uhr Nachmittag muss ich spätestens weg. Weil die Frau muss ja auch irgendwann noch mal bespeist werden. Ja, heute ist Valentinstag. Ihr müsst sowieso die Ehre an die Bürgerin aussprechen, dass ich so lange da sitzen darf, währenddessen Valentinstag ist. Ja? Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil uns der Valentinstag einfach vollkommen für den Arsch ist und keine Sau nicht interessiert. Aber da gibt es auf die Nacht hier wieder mal sauber was gefressen und dann habe ich halt mal die nächsten 2 Tage keine Zeit nicht. Verstehst? Müssen wir auch mal irgendwo hin, müssen wir mal irgendwas anderes tun. Sprich, ein Stream gibt es heute in Form vom Kingdom Come Deliverance und nicht am Freitagnachmittag. Ausnahmsweise. Verstehst? Und wenn nicht, dann sagt er, sexuelle Belästigungsaxolotl, das gehört so. So. Ach ja. So, jetzt nehmen wir noch ein paar Schluckerl da. Wie mein Valentinstag ist. Bei mir heißt der Fappendienstag. Nein, wahrscheinlich nicht. Heißt er wahrscheinlich doch nicht. Deswegen muss ich auch früher weg, weil sonst darf man ja heute wieder bis um 6 Uhr streamen. Denke ich mir mal, weil das hat gestern echt Laune gemacht. Ja. Das ist richtig, ein Hoch auf unsere Frauen. Muss auch einmal sein. Ich esse und schaue deinen Stream dazu, besser kann der Tag nicht starten. Also wenn dein Tag erst um 12:30 Nachmittag startet, dann hast du alles richtig gemacht. So, Alter, ich schenke meinen Alten einfach einen Kasten, dann passt alles. Bayer for Life, Alter, ich schenke meiner Alten einfach einen Kasten, dann passt alles. Also wenn dein Alte mit einem Kasten Bier an Valentinstag zufrieden ist, dann muss ich sagen, hast die richtige Alte. Magst du mal Clash Royale spielen? Oh Gott, das ist ein Mobile Game, oder? Na, das ist meine sehr verehrten Damen und Herren mit Mobile Gaming, also das hat erstens einmal mit Gaming so viel zum Tor wie eine Schachtel Zigaretten und ja, Mobile Games wird sie bei mir nicht sehen, das ist kein Zocken nicht. Kinder, ganz ehrlich, kauft euch eine Playstation oder einen PC, dann können wir weiter schmerzen. Wir können Valentinstag sein, wenn heute gar nicht Dienstag ist. Das hast du korrekt kombiniert, Apfelschorle. Aussiehst, warte, dann darf man natürlich, jetzt pass auf, Axolotl, Haum Dauer. Wir können natürlich auch hier mal Stereo. Es ist nämlich der sexuelle Belästigungsaxolotl, weist dann sexuellen Belästigungshaumdauer gerade darauf hin, dass das so nicht gehen kann. Ich weiß nicht, was für eine dermaßen Schwachsinnsscheiße mit da reden. Aber der Axolotl ist schon geil, da kannst du sagen, was du magst. Der Schmiedi fragt mich, ob hier heute Fleisch ist. Ach, heute ist auch schon Mittwoch, oder? Der interessiert mich sowas von einem Scheißdreck. Das war zu viel Heuchelei. Weißt du, ich bin einer, der tritt aus der Kirche aus und dann frisst am Arsch am Mittwoch kein Fleisch nicht. Was soll denn die Scheiße? Das hat überhaupt keinen Sinn nicht. Also ganz ehrlich, mich interessiert es dermaßen ein Scheißdreck, ob heute auch schon Mittwoch oder leckt mir am Arsch Donnerstag oder sonst irgendein Dreck ist, dann muss ich sagen, interessiert mich nicht. Was soll denn die Scheiße? Wie soll ich denn daheim was weiterbringen, wenn ich immer deine Streams geben muss? Ja? Das ist meine Hauptaufgabe im Leben, dass ihr nichts weiterbringt. Der gute alte sexuelle Belästigungsaxolotl. Ja. Der muss halt auch einmal, der sorgt für Recht und Ordnung in dem sexuellen Belästigungsdasein. Der Herr Bauer fragt mich, ob ich Deckendorf kenne. Also wenn ich Deckendorf nicht kenne, dann ist es wirklich himmelweit fein. Himmelweit das fein. Es ist nicht recht weit weg von da. Der Georg Pauker schreibt, Hot Hi, Kauf, Servus. Was? Was? Der Maria fragt mich, ob ich aus der Kirche aus drin bin. Korrekt. Wenn mich jetzt einer fragt, warum, dann... Heute geht's ums Zocken. Nicht um Kruzifix, nicht um How-Tos, nicht um Blade-Schmerz. Der Johannes Lechner fragt mich, was ich gerade sauf. Ich sauf tatsächlich gerade einen grünen Tee mit Honig, damit ihr Herz ist schon, ich bin jetzt schon wieder heiser. Ja? Ich bin jetzt schon wieder heiser. Gestern haben wir auch wieder 5 Stunden umeinander bläht, zumindest die letzten 2. Ja. Und deswegen muss ich meine Stimme etwas ölen. Verstehst? Damit ich wieder weiter schreien kann. Ohne Schreien geht nichts vorwärts im Leben. Der Koller fragt mich, ob ich GTA 5 spiele. Nicht online. Also ich habe es einmal durchgespielt, habe es rausgekommen ist für den PC. Ich glaube, eine Woche lang online gezockt und das war's dann. Also natürlich habe ich 60 Pfund Honig in dem scheiß Tee drin, weil sonst schmeckt er halt tatsächlich nicht. Kennst du Moos? Wen schon hast für Moos ein Liesel probiert?
Wenn du jetzt mein eine Fragen-Video schaust, dann sage ich dir, dass das Moser Liesel tatsächlich auch unter meine Top 3 Biere drin ist. So wäre der Hopfenblütentee sinnvoller. Ja, das ist eigentlich theoretisch korrekt, ja. Eigentlich war am allersinnvollsten, um die Stimme zu ölen, Salbeitee. Und falls jetzt dann irgendwann die Frage kommt, ja, warum saufst du kein Bier nicht, bla 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 bla, weil YouTube und Twitch nun mal ein amerikanischer Dienstleister ist und da kein Bier nicht singen mag. Wenn jetzt irgendjemand auf die super tolle Idee kommt, dass er mal sagt, ja, tu halt da eine Plastiktüten drüber oder schütz eine in eine Apfelschorle-Dingsbums, dann frage ich euch, tut mir das? Tut mir das? Nein. Also lieber gar keins. So. Ich esse gerade einen halben Gickel, aber hab keine Brezen. Little Panda. Wer hat dann den Gickel gebracht? Der kennt dem Keck, glaube ich, mal sauber nicht drückt. Der Herr Koller fragt mich, wann tue ich wieder Outlast? Ich tue wieder Outlast am Samstag in der Nacht wahrscheinlich. So ab 10, 11. Der FIFA Stream Channel Host haut einen Host um und dann schaut einer zu. Da sage ich, haben wir einer mehr, habe Tiere. Merci. Der Steven, der Ecki trinkt halt trotzdem Bier. Ja, beim Ecki sitzen aber halt auch nicht 200 Leute drin. Das ist mir wurscht, was der Ecki tut. Herr Schneider, merci! Dere Birger einen guten, schreibt er. Warum lest eigentlich das, wenn das von YouTube kommt, warum lest das die Tussi eigentlich nicht vor? Das ärgert mich ein bisschen, das ist schade. Das müsste ich vielleicht einmal einstellen. So, jetzt haben wir geschmeidige 180 Leute. Der Herr Gröner hat recht, nimm einen Stein gekriegt. So, dieses zum Beispiel, dieses. War lecker, wo ist denn der hergekommen? Ist vielleicht doch nicht bloß Tee in dem Tee. Oder vielleicht habe ich einen im Tee. Was? Wenn dieser grüne Tee ist, bitte tu das Sackerl raus. Das Sackerl muss nicht alle so lang drin hängen. Oh, da haben wir Tee-Experten. Das ist mir aber scheißegal. Ja. Probier mal ein Ganselbier, das ist saugut. Wo soll ich denn das herkriegen? Das kann ich nicht, das geht ja nicht. Hab gestern nur ein wenig weitergespielt, ja, heute ein wenig aushelfen, wenn du nicht weiterkommst. Das ist einmal eine Sache, Herr Potato. Ich hab nicht weitergespielt. Bis auf eine ganz kleine Sache. So, jetzt sind wir schon wieder, wie lange sind wir da? 12 Minuten. Jetzt geben wir uns noch 2 Minuten Zeit. Und dann fangen wir an. Dann haben wir nämlich die typische Viertelstunde Blättschmerz drin. Und dann, ja. Dann haben alle da, hoffe ich, haben alle fertig gefressen und was weiß ich, was weiß ich. Ja. What's up, Brothers? Fragt mich, spielst du World War II, also Call of Duty wahrscheinlich? Habe ich durchgespielt im Singleplayer, ja, 5 Minuten Multiplayer, festgestellt, es ist immer noch genauso beschissen wie früher. Und habe aufgehört damit. Magst du lieber Bayern oder 1860? Ich mag gar nichts von beiden. Und wenn, dann ist Bayern blau, weiß, und nicht rot-blau wie ein Kasperl seine Frau. Kommt jetzt mal ein How-to-Tee. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Aber da müsst ihr erst lernen, wie man das Sackerl da wieder raus tut. Offensichtlich. Probier ein Folterbier. Martina Steinschiller, das ist wirklich krassborisch geschrieben, also da muss man sich schon anstrengen, das zum Lesen. Probier ein Folterbier. Muckholz, wenn mich schon jemand was in seinem Satz nicht bloß fragt, so, hey, kannst du begrüßen? Sondern, hey, Bürger, wie geht's da? Kannst du begrüßen? Dann sage ich, servus, Muckholz. Mir geht's super, ich hoffe, dir geht's auch gut. Herr Kapone, Thomas Schmidt, jawohl, das kennst, da kennen Sie einer aus. Ich weiß nicht, was der jetzt geschrieben hat, aber das wird schon seine Richtigkeit haben. Servus vom Pokerstammtisch. Der Pokerstammtisch um 1:45 Mittag. Holy shit, Alter. Weißt du, der geht jetzt essen, jetzt muss ich nur mal 15 Minuten warten. Nein, das können wir nicht verantworten. Das hilft jetzt nicht. Shred Guitar Bier, der fragt mich, ob ich Eishockey mag. Das ist wie ich auch immer öfter gefragt. Ich weiß schon, bei uns ist ja das Thema Eishockey so gar nicht so uninteressant. Bier 25 plus kriegt das Sackerl nicht aus dem Tee. Aber für Eishockey habe ich mich noch nie interessiert. Nein. Jetzt bitte tu das Sackerl aus, das ist wie ein Eibock die Weißwürst. Okay, das ist ein Argument. Das kann ich akzeptieren. Dann tue ich das. Dann tun wir halt das Sackerl raus. So. Dann wir noch ein bisschen umeinander tunken. So. Blub, 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 blub. Dann werfen wir das da rein. Und dann sagen wir, jawohl. Oh, der Radical Rider erinnert sich an unser Erlebnis von gestern, die Tallenberger Rüstung. Ja, die haben wir aber jetzt ja gefunden. Und ja, jetzt müssen wir unsere Leute begraben. Das war alles so, wie weit dass wir gestern gekommen sind. Ich würde jetzt vorschlagen, wir fangen einfach einmal an, oder nicht? Müssen wir erst mal ein Licht einschalten, sonst geht da gar nichts. So.
Ein bisschen eins, Lisa, Dankeschön für dein Abo. Ich bin beim Frühshoppen, das dauert aber bis zum Thema Shoppen. Marina Stein, Schiller kann nicht schreiben. Das hilft nicht, wir können alles Amt nicht schreiben. Wir haben alle gleich behindert. Ich setze uns einfach alle gleich auf dasselbe Level. Fangen wir an, oder? Was haltet ihr davon? Hä? Oh, leg 3 Kilo Käse mit Salz und Pfeffer, das war jetzt auch geil. Hätte jetzt auch Bock. Brezen, Käse, Salz, Pfeffer, Notbatzen, das war jetzt geil. Und Herr Koller, nein, ich schaue mir Madrid gegen Paris Saint-Germain nicht an. Ganz ehrlich, weil es mich echt ein Scheiß interessiert. Keine Ahnung. Der Herr Hüttner fragt mich nochmal für alle, die es interessiert. Outlast werden wir wahrscheinlich am Samstag in der Nacht sehr wahrscheinlich weiterspielen, um 11 Uhr ungefähr oder um 10 Uhr. Und dann werden wir es wahrscheinlich auch durchspielen. Das heißt, wir müssen uns sowieso dann einen Alternativplan für Samstag suchen, was wir dann spielen, wenn wir Outlast durch haben. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, fangen wir jetzt einmal an, oder was? Wie wär's mit Kingdom Come? Da hat er recht. Stephen! Dann machen wir doch einmal hier diesen hier als Administrator starten. Ja. So, dann müssen wir den Monitor wieder hier. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab? Wir fangen an. Bernhard Lindenberger fragt mich, ob Arbeit frei macht. Nein, macht's nicht. Habe halt schon ein paar gelesen, die gesagt haben, ich bin in der Arbeit. Bist du dann frei? Nein, also. Ich weiß schon, was du eigentlich hinaus möchtest, aber das wirst du nicht hören von mir. Bürger, du bist die geilste Brezen, wo umeinander läuft. Das stimmt nicht, ich sitz. Warum geht's denn eigentlich schon wieder nicht? Doch, geht schon. Los geht's, meine Damen und Herren. Also für alle, die das gestern irgendwie vielleicht nicht mitgekriegt haben, wir sind mal aus unserer Stadt vertrieben worden, unsere Eltern sind umgebracht worden. Wir haben uns bei einem Freund in der Burg versteckt. Ich habe mich gestern noch ein bisschen mit den Grafikeinstellungen Kruzifix gespielt. Und ja. Oh, Resident Evil noch Outlast. Ja, okay, da können wir drüber reden. Das habe ich noch nicht fertig gespielt. Müssen wir nochmal von neu anfangen, aber das ist so wurscht. So. Was ist jetzt da kaputt? Muss ich jetzt da wieder auflaufen? Ach, halt doch die Schnauze. Ja, meine Damen und Herren. Uns bleibt dann wohl nichts anderes übrig. Wir müssen in das andere Dorf laufen, weil wir kein Viertel mehr haben. Das wird jetzt, das hätten wir jetzt währenddessen hier eine Viertelstunde labern auch machen können. Oh shit, da ist jemand. Bist du ein besser oder ein guter? Hey, Chekhov. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Das glaube ich nicht. Wo bist du her? Au. Der haut mich! Ja. Haha, ich stich dich ab, du Matz. Gott verdammt. Haha! Ja. Du kannst doch gar nichts! Oh, ich auch nicht. Ha! Blockt, Motherfucker! Neue Stufe erreicht, Schwert! Was hat der Hans so Plünderer auf der Straße? Die muss jetzt... Da, PG! Der erste Niederschlag. So, Körper aufheben, nix aufheben. Plündern der mal, Plünder. Ein Lederwams, da schon hin. Lederwams, ein leichter Gambeson. Leichter Gambeson, was auch immer ein scheiß Gambeson ist, aber das ist mir wurscht. Aber der Lederwams schaut doch ganz gut aus, der hat 3 Rüstungen, den nehmen wir mal mit. Oh, jetzt bin ich wieder überladen. Ich muss einmal zu einem Händler und meinen ganzen Scheiß verkaufen. Das ist einmal das allererste. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Bürger nutzt die Schnellreise. Ich hab's auch verplant gestern. Die Schnellreise geht ja immer nicht. So, jetzt müssen wir mal einen Apfel fressen. So. Rüstung. Da haben wir mir einen Lederwams an. Den haben wir mir noch gar nicht, den kann man ja drunter anziehen quasi. Dann bin ich ja voll dick gepanzert. Das scheiß grüne Hemd, das schmeißt mir jetzt einmal weg. Das braucht wirklich keine alte Sau. So. Dann. Scarlett, willst du wirklich an diesen Ort schnell reisen? Schnellreise nicht möglich. Dann heißt du bitte einen Chat aus, das ist richtig, den der man ja beim Zocken normalerweise aus. So. Das heißt, ich muss laufen. Wenn du der Level nicht schaffst, stell dir einfach vor, der hat deine Leberkasse. Ja. Ja.
So, offensichtlich, uns ist ja da über da geht ja der Nahkampf dann über von selber. Das heißt tatsächlich, wir müssen diese Scheiße tatsächlich laufen und ich bin immer noch zu schwer. Das heißt, wir müssen irgendwas abwerfen. Den Nackenschutz werfen wir ab. Haben wir immer noch zu schwer. Wir haben ja immer noch zu schwer. Waffen. Streitkolben. Wir nehmen übrigens Nadel. Das scheiß Knappenschwert ist voll viel Geld wert. Aber die scheiß Axt ist nichts wert. Die werfen wir jetzt nicht weg. Und schon haben wir nur zu schwer. Los geht's. So. Währenddessen unterhalten wir uns einfach ein bisschen. Ja, also ich bin überladen gewesen. Ich habe so viel Scheiß dabei, dass es ganz aus ist. Der Martina fragt mich, was ich spiele. Ich spiele Kingdom Come Deliverance. Steht übrigens auch ganz groß im Titel. Warum liest den eigentlich keiner? Ist der so schlecht zum Lesen an einem Handy oder wie? So, wir müssen auf alle Fälle in dieses verbrannte Dorf da hinten. Und wenn es regnet, dann, ja. Immer wenn es so komisch grau wird, dann geht mir die Ausdauer aus. Das ist ein bisschen traurig. Oder jetzt, wenn ich das so sehe, mehr hätte ich auch wieder springen. Ja, siehst du das? Es ist immer so. Ich glaube, das da ist Pferdekot. So nebenbei bemerkt. Er hat es auch nicht gerade gut erwischt, muss ich sagen. Oh, das schaut kreislig aus. Das schaut kreislig echt aus, aber gut. So. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Das ist eine gute Frage. Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Hey, Da ist schon wieder so ein Banditen. was haben wir denn da? Unterhaltung. Vorzüglich. Check auf, ich schlachte, ist dir das klar? Dunder. Was dumm da? Meister, ich stich dich ab. Verdammte Scheiße. Hättest du mal dein Maul gehalten, Frentel. Hättest du mal dein Maul gehalten. Ah, der haut mich. Gehst du weg? Der scheiß Hacki macht für ganz schön Schaden, gell? Ich brauch Ausdauer. Ich schick dich in die Hölle. Wieso glaube ich denn nicht? Also das Kampfsystem ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Wieso kann er mich aber kicken und ich ihm nicht? Also ich weiß es auch nicht. Du kriegst Zaubernerven, jetzt kriegst du da. Scheiße. Magst du jetzt vielleicht irgendwann einmal sterben, du Notte? Hör auf zu flennen und kämpfe! Hör auf zu flennen und kämpfe! Bastard. Bastard! Du hast die Hut, du besitzt die Hut bei mir Bastard zum Nennen. Und dann lauft er davon. Du Drecker der Hosenbiesler, das ist ein Wahnsinn. Kruzifix. Das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. So, ich hab das eigentlich gestern schon gemacht, als ich da herlaufe. Deswegen ist das jetzt ein bisschen traurig. Und dass diese scheiß Schnellreise nicht funktioniert, das ist auch ein bisschen traurig. Aber wir haben ja gleich da. Ist nicht mehr weit. Was wegen Valentinstag Radiator 2 kurz angespielt? Was ist Radiator? Ich kenne Radiator gar nicht. Also ich bin dem jetzt halt, weil er davor gelaufen ist, auch nicht nachgelaufen, weil ich es schon probiert habe und der läuft einfach schneller wie ich. Da ist schon wieder so ein Wegelagerer Sepp. Ja, diesmal halten wir uns aber aus da. Ah, da gehst her. Da gehst her. Wer ist da? Wer ist da? Was hast du jetzt zu suchen? Was ich zu suchen Lebensmüde. hab? Hey, du Bauer. Gib dir mal nicht auf den Tetz. Ich geb da sicher nicht drum schön, dass der 14 Tag der Shell wackelt. Was ist los?
Mann, bis meiner einmal zuhaut. Unfassbar. Herrgott. Mein Gott, hau doch einmal ab. Das ist ein Wahnsinn. Leck mich doch. Leck mich doch am Arsch. Wieso konnte der so schnell zuhauen und ich nicht? Du jetzt weinen? Ja, der hat sauber gesessen. Und der hat nochmal sauber gesessen. Magst du jetzt vielleicht einmal sterben? Kruzifix! Und dann, wieso kann er nur davonlaufen? Der Typ ist tot! Bürger, du kannst direkt nach einem Block hauen, dadurch sind die immer so schnell. Ach so. Das weiß doch ich nicht. Ich hau einfach zu, weil es wurscht Der ist. Vogt. Er floh nicht wie ich. Der Vogt. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Also, wir sind jetzt auf alle Fälle in der Stadt, wo unsere Eltern umgebracht worden sind, also wieder in unserem Zuhause. Und unsere Eltern liegen da irgendwo da oben drin. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Der Klar fragt mich, ob ich Fallout 4 gesagt habe. Und Ja, doch warst du ein selbstverständlich. Held. Bist nicht Cutscene. Herr Vitus, da hast du recht, ich habe noch nicht einmal das Intro fertig gespielt. Aber warum? Je länger das dauert, desto besser ist es. Antwort. Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Weil über diese Frage kommt, ob das Spiel was kostet. Ja, selbstverständlich. Also so ein Spiel auf dem Level umsonst wird es nicht geben. Es wird nicht passieren in dem Leben mehr. Mich um euch. Elex habe ich schon angespielt, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Keine Ahnung, das spielt sich wie Gothic und Gothic war von der Steuerung schon so schlecht, dass ich in Tosen scheiße und Elex ganz genauso. Also keine Ahnung, das taugt mir nicht. Hier. Unter der Linde. Also ich habe halt gehabt, seine Leute jetzt unter der Linde. Wenn ich dir diesen Wunsch noch erfülle. Das ist schon sehr traurig. So, und wenn mich nicht alles täuscht, muss ich jetzt eine Schaufel finden. Beschaffe dir eine Schaufel. Da ist ein Hund. Hey, wenn mir ein Hund auffällt, dann kriege ich für einen Vogel, gell? Haben wir nur Äpfel. Ich brauche was zum Fressen. Haben wir Äpfel? Nein, haben wir nicht. Kann aber einen Apfel brauchen, der tut mich nämlich heilen. Und ich bin nicht so fit. Ich bin nicht so fit, muss ich sagen. Um Gottes Willen haben da Gegner. Ich brauche da bloß eine Schaufel. Gibt's mir eine Schaufel? Da schauen wir jetzt nach, was da los ist. Was ist da los? Oh, schon wieder Cutscene. Ah, er hat eine Schaufel.
die Leine, du Drecksköter! Was ist denn los? Bischek? Schiebe fett, dass ich Was in bin. Gottes Namen treibst du? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleischers? Das ist mein Geheimnis. Meine Wohnung Das ist da immer hinten ist eine Eidampf. Leiche. Herr Zimmermann. Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Der plündert Wie es scheint, Tote. weiß der Hund genau, warum er auf dich losgeht. Du leerst die Taschen der Toten. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich habe zuerst gefragt, also raus mit der Sprache. Ich Wenn hab ich aber zuerst beichten will, gehe ich zum gefragt. Pfarrer. Und jetzt hau ab und lass mich in Ruhe. in Ruhe. Ich glaube, der möchte doch nicht aufs Maul haben. Oh, der hat aber hier, was ist mit der Theresa? Weißt du, was mit dem Müllers Rätsel! Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Du bist der Hurensohn. Leih mir deine Würdest du Schaufel. mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist sie dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie Ja, kommst das du steckt überhaupt da zu so in einem dein Ding? Arschloch, du Hurenmaul. Natürlich kriegst du es nicht. Ja, genau. Da, es kommt sogar die Auswahlmöglichkeit. Ich schiebe es dir in den Arsch. Ich schiebe es dir auch in den Arsch. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Ja, kann ich. Was? Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Ja, aber für Gut die so. klang's. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Mist, Mist, Mist. So ist's recht. Sieh den Schwanz ein. Ja, zieh den Schwanz ein, verpiss dich, wenn ich mein Schwert aushole. Löst gleich Ruhe. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Oh, der hat Groschen dabei. Die sagt man natürlich ein. Wo ist jetzt die scheiß Schaufel? Da ist die scheiß Schaufel. So. Also das Einzige, was ich dir an dem Spiel bis jetzt aussetzen kann, weil der Embero gerade fragt, an dieser Stelle erstmal habe ich die Ehre, Herr Embero. Ja, du hast es richtig erkannt. Wow, 30 FPS. Also es ist sehr performancefressend, vor allem wenn es regnet. Das ist echt krass. Ja. Also, jetzt mir gaff. Jetzt müssen wir mir mal da ein Loch ausheben und dann unsere Eltern einwerfen und dann hilft es auch nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen morbid, aber das hilft nicht. Ja. Was müssen wir dann überhaupt tun? Hebe unter der Linde ein Grab aus und bestatte deine Eltern. Ja, okay. Müssen wir da, es hilft nicht. Also vor allem, wenn es regnet. Und die Spitze waren bis jetzt 50 FPS. Mehr ging nicht. Outlast war am witzigsten zum Zuschauen, ja. So, da Das schaust ist eine du. gute Stelle. Ich will gerade sagen. Hier wird es euch gefallen. Ja, was soll ich jetzt machen? Du hast einmal die Schaufel her. So, hier Waffen. Geht dort Schaufel dazu? Nein. Wo ist die Schaufel? Wo ist die Schaufel? Schaufel. Ja. Wieso kann ich die Schaufel nicht nehmen? Ah ja. Wir graben ein Grab. Also bis jetzt, das Spiel an sich ist wert, ja. Also allein die Cutscenes sind extrem geil gemacht und die Dialoge sind geil. Bis jetzt ist alles wirklich cool. Obwohl ich ja noch nicht einmal übers Intro raus bin, aber ist egal. Aber die Performance ist der einzige Schwachpunkt bis jetzt. Das ist einfach zu krass. Und so brutal gut schaut das Spiel dann auch nicht aus, ja. Es schaut gut aus, ja, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber nicht so brutal gut, dass ja. Was für die Schule, du, Herr Adelmeier? Na.
Oh, hab ich jetzt einen Gefährten? Also, Das war cool. legen wir mal los. Ich schau so lustig fett aus, weil ich so viel Sachen noch hab. Oblivion, also Elder Scrolls 4, ob ich das schon mal gespielt habe? Ja, sicherlich, aber das ist lang her. Sehr lang. Ja, ich bin nicht dick, ich bin nur dick angezogen. Aber jetzt, wir können jetzt da keine Späße machen, es ist eine sehr traurige Cutscene, ich begrabe da gerade meine Eltern, ja? Und da werde ich fürchterliche Rache üben an dem russischen Glatzkopfdeppen. So schaut's nämlich aus. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Oh oh. Ist das der Typ? Ja, siehst du nicht das Schwert? Oh oh. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist... Na, wer sollen wir schon sein? Oh oh. Franziskanermönche? Das war schön, wenn es Franziskanermönche wird, dann kann man nämlich sauber einsaufen. Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Oh, ich hab das Gefühl, ich muss... Oh Gott, oh Gott. Das geht nicht gut Hör mal, aus. Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lasst mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Ich bin mittlerweile auch so bei 4-5 Stunden Shockbite. Wie du willst. Es hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Oder was hat denn der für einen Riesenprügel? Ich hab das Gefühl, gegen den muss ich jetzt kämpfen, oder? Oh shit. Du wirst leiden. Ah ja, er gibt mir eine und ich bin weg. Alles klar. Okay. Das war ein kurzer Spaß. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Aber das glaube ich kehrt so. Mann, der klaut mir jetzt mein Überschwert. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Der scheiß Anführer kommt mir am Arsch lecken. Neu, hab ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Jetzt sprintet dann Dresel raus. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Ja, hab ich. Bin der Was für Schmiedesohn, ein Pech. Schmiedemeistersohn. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Ja, Dresel! Ist es Dresel? Dresel! Woo! Hört auf mit den Spielchen! Ihr Ziegenficker! Das Gesindel auseinander! Und der Robert! Scheiße! Ist es Dresel? Dresel! Dresel vor dem Win! War das wirklich Dresel? Ich weiß nicht mehr, wie es ausgeschaut hat. Geil! Geil! Und ich bin schon wieder verletzt. Ist das Dresel? Deep Silver. Oh, es ist quasi wirklich das Intro. Alles klar. Deep Silver Presents. Jetzt geht's später einfach erst okay. Alles klar. Ein Hoch auf Dresel! Meine sehr verehrten Damen und Herren, Resel, best die Mats ever! Ah, Intro. Mit Gänsehautmusik. Ah, geil. Ich liebe sowas. Ich liebe es.
Jawohl, Dresel! Resel. Resel. Hashtag Resel for the win. Also ist gerade da gestanden, es ist Dresel. Dresel ist brutal. Dresel ist brutal. Hashtag Resel, bist die Mats ever. Die Cutscenes und Szenen und diese Landschaften und so weiter haben einfach geil gemacht. Da kannst du sagen, was du willst. Weißt du, für was haben wir einen 144 Hertz Monitor, wenn ich dann mit 40 Frames spielen muss? Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, die patchen da noch mal nach. Aber bis dahin werde ich es wahrscheinlich durchkommen. Resel! Soundtrack auch übel geil, muss ich auch sagen. Also ich hab Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es euch geht. Sehr geil sogar. Geil gemacht, kannst du sagen, was du magst. Und warum ich gerade 1100 FPS habe, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Hä? Der Koch schaut aus wie der andere vorher. Na, ist ja wurscht. Vielleicht gibt es mit der Resel ja nur ein Happy End, wer weiß das schon. Oh, ich bin offensichtlich mehr als im Arsch. So, und jetzt ist da, ich seh nix. Oh, das schaut aus, als wäre es ein Traum. Rette deine Eltern. Ja, das kann ich nicht. Was soll ich machen? Keine Ahnung, ich muss da einfach irgendwo rumhauen. Ja. Da hängen schon wieder Tote am Baum. Hallo, spielen wir mit einem Ritterspey oder ein Horrorspey? Was ist denn jetzt kaputt? Was zum Fick? Okay, ist schon wieder gut. Du hast entdeckt einen Schnellreiseort. Ja, jetzt müsste die Schnellreise nur noch Brauchst du funktionieren. Hilfe? Lauft wirklich ein Curry King Werbung nicht, oder? Holy shit. Nicht so laut. Resel, sitzt dir auf der Reiterweg. Heinrich, es gibt viel zu tun. Ich habe schon wieder einen Schnellreiseort entdeckt. Es ist helllichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich, jetzt steh halt einmal auf, wenn der Dresel schon ihre Datteln ins Gesicht Heinrich, hält. hörst du Kruzifix. Resel, Heinrich, hörst schmuck's du mich? schmusen, mir war's wurscht. Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Resel, zirk dein Schürzerl aus. Theresa? Resel. Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch Was, im jetzt habe ich Bett bleiben. 21 Frames in der Cutscene. Was soll das? Wo bin ich? In Scarlett? Nein, wir sind in der Sprint. Mühle meines Onkels in Ratay. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste
Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Oh, Danke. Dresel ist einfach für alles da. Dresel regelt den Jeder ganzen gute Christ Shit. hätte das getan. Warum bin eigentlich ich da? Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Ah ja, okay. Also wir haben ja vollkommen im Arsch quasi. Ist aber auch klar, bist wir haben wach. sauber eine mit der Keule auf den Dates gekriegt. Guten Morgen. Die Szene habe ich doch gerade gesehen. Resel. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Ja, das muss aber heute einmal sein. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Wie konntest du mich retten? Ich war in Skalitz und sah diesen Schuft Bischek mit seiner Bande. Ich versuchte, sie abzulenken. Und dann tauchten zu meinem Glück Männer aus Talmberg auf. Sie waren auf der Suche nach dir und vertrieben die Banditen. Ich bin erschöpft. Ich bin total fertig. Kein Wunder. Resel, jetzt lass mir mal Ich ein bringe dir wenig Wasser und schlafen etwas oder zu du essen. ziehst dich aus zum Schnackseln. Ruh Das dich kannst du jetzt währenddessen aussuchen. aus. Du bist noch schwach. Ich bin zum Schnackseln ist mir nicht schwach. Nein. Das ist so nicht ganz korrekt, Resel. Guten Morgen. Ja gut, Wie fix geht es wie dem oft sagt man die jetzt Verletzten noch heute? morgen? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Du kannst hier wohnen, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost- und Wundsorge. Ja, soll der haben. Da, ich liege schon viel Ich zu lange liege rum. hier schon viel zu lange herum. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Schau mich an, ich Gut bin genug, um zu Heinrich tun, der was Lauch. getan werden muss. Hallo? Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Aber jetzt sagt der Onkel. Ich liege hier Der seit Onkel 2 wieder. Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch mein Leben. Und ich werde meine Schulden zurückzahlen. Offensichtlich muss ich Gut. mit Resel schnackseln nur wegen Aber Worten. bevor du in die Stadt gehst, solltest du etwas essen. Du bist noch geschwächt. Ich habe etwas auf den Tisch gestellt. Oh, Pass auf, wo du hingehst. ist das Apfelkuchen? Hey, Jungspund. If you know what I mean. Süßer Pfannkuchen. Ach, das sind mehrere Pfannkuchen, okay. So, jetzt hier. Nahrung, süßer Pfannkuchen. Was, meine ganze Ausrüstung ist weg? Ja, sagen wir, haben sie euch ins Hirn gepfladert oder was? Aber einen Truhenschlüssel, den lasst's mir. Ich glaube, ich nehme nur ein paar mehr so Pfannkuchen mit. Die schon nie. Die schon nie. Du, die schon nie. Hol das. Was müssen wir mir jetzt mal? Das ist ein Wahnsinn. Hauptquest. Vergeltung. Hol das Schwert deines Vaters zurück. Finde Marquardt von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Das Erwachen. Begib dich nach. Wohin? Nach Pirkstein für eine Audienz beim Ratoptional. Hol deine Sachen aus der Truhe. Ja, meine Sachen aus der Truhe. Wo ist die Truhe? Bursche. Ja, Onkel, ist ja recht. Jetzt warte mal, ich muss mir erst einmal was anziehen. Kenn die mal. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder sauber anziehen. Knädel! Damit wir sauber dick sind. Und wo ist er? Hosen? Da ist er Hosen. So. Sind wir wieder gut beieinander. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was essen. Was haben wir noch? Süßer Pfannkuchen. Jawohl. Ein ins Gesicht. So, sind wir wieder fit. Wo ist denn der Onkel? Ist das der Onkel? Hey, Onkel Sepp. Schauen wir mal. Kampfknädel.
Merci an der Stelle. Ich bin Heinrich. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Heinrich der Lappen. Danke, dass du mich aufgenommen hast. Ich heiße Peschek und das ist meine Mühle. Meine Nichte Theresa kennst ja schon. Das Mädel hat dich die ganzen 2 Wochen umsorgt, die du halbtot rumgelegen bist. Und wo wir gerade über den Tod reden. Während du an die Höllenpforte geklopft hast, hat der Aderlasser ganz schön mit dir zu tun gehabt. Hat ordentlich gewerkelt, damit du nicht ins Gras beißt. Und billig ist der Quacksalber nicht. Hab ihn entlohnt, so gut es ging, aber du schuldest ihm noch was. Ja, ich schulde Verstehe. ihm auch noch was. Naja, besser verschuldet als verblutet, oder? Wie hoch sind die Schulden? Ich scheue harte Arbeit nicht. Das wirst du nicht mit Mistschaufeln abbezahlen. Ich hab da was Besseres im Sinn. Nur kann ich nicht jeden Dummdödel schicken. Wenn du Der Dummdödel. beweist, dass du ein kluges Kerlchen bist, hab ich vielleicht was für dich, womit du richtig Kohle machen kannst. Ja, richtig Kohle. Was sagst du? Richtig Kohle. Na schön, was soll ich für dich tun? Nix Aufregendes. Nur, dass du was von wem holst und es wem anders bringst. Und dich nicht dabei erwischen lässt. Das klingt simpel, bis auf das nicht erwischen lassen. Weshalb sollte mich jemand dabei erwischen wollen? Ach, mach dir deswegen keinen Kopf. Ist eine Aufgabe wie jede andere. Nur brauchst du dafür die richtige Geisteshaltung. Ich rauche Hast du ein übrigens, Problem weil mir mit gerade jemand Leichen? nach dem Geschmack Kein fragt. ehrbarer Mann sollte Vanillepudding, sie Erdbeeren. berühren. Das ist eine Aufgabe für den Henker. Hast du geglaubt, ich schick dich auf dem Feld und lass dich Rüben ziehen? Im Feld ackern kannst du, aber woanders. Ich will wissen, ob du dich hinter Skrupeln verkriechst wie so ein Jammerbalg oder ob du offen für ungewöhnliche Aufgaben bist. Ungewöhnliche Aufgaben sind unsere Spezialität, mein Herr. Ich bin habe nämlich mit Heinrich viel der Lauch. gerechnet, aber das ist doch etwas wild. Sprich trotzdem weiter. Es geht um den Ring. Mein Kumpel Wojciech von der Kohelnitzer Mühle hat ein Auge drauf geworfen. Aber dummerweise haben sie ihn beim Galgen zusammen mit dem Scheißkerl verscharrt, der ihn getragen hat. Heilige Maria, ich soll einen Leichnam ausgraben, ihm seinen Ring abnehmen und ihn deinem Kumpel in Kohelnitz übergeben? Ist dir nichts heilig? Das ist Geld stinkt korrekte nicht. Frage. Der Kerl ist hinüber, also wird er ihn nicht vermissen. Und der dünnhäutige Tor, der auf die Idee gekommen ist, dass es falsch ist, die Toten zu stören, hat nie die Bibel gelesen. Ein Leichnam ist immer noch ein Geschöpf Gottes. Also warum sollte man sich davor grauen? Also wir müssten einen Toten ausgraben, seinen Ring klauen und dann dem anderen bringen. Ja, da ihr geldgeile Nutte bin, ich mache Also es. gut, ich mache es. Mein Lieber, du hast des Teufels Zunge. Wenn du dich anstrengst, kannst du wahrscheinlich sogar Sodomie mit Ziegen schönreden. Vorsichtig, Bürschchen. Also, hier bei der Mühle ist irgendwo eine Schaufel. Wenn's Probleme gibt, komm wieder her. Und hier hast du was, damit es sich besser gräbt. Danke, ich werde es brauchen. Ich kann nicht glauben, dass ich so tief gesunken bin. Ach, Ja, noch ich war was. beim Bernie in Dingelfingen in der Hüte dich vom Wollgeilmaschine. Henker und weil die seinen Frage Tönen. gekommen ist. Teuflische Biester sind das, nicht nur die Hunde. Den Hunden kannst du Fleisch hinwerfen, aber dem Henker? Mit dem solltest du dich nicht anlegen. Ein Henker, lass mal lieber Henker sein. So, ich bin jetzt der Meinung, dass wir mir da nochmal in diese Grafikeinstellungen gehen und die Shader-Qualität auf niedrig stellen, weil das einfach sauber krass ist, was da an Frame-Drops am Start ist mit 30 Dingsbums. So. Jetzt bin ich ja gespannt. Optional. Beschaffe Müller-Peschig den Ring des Toten. Besorge dir eine Schaufel. Du solltest deine Schulden bei Müller-Peschig begleichen, der für deine Behandlung aufkam. Okay. Okay, also wir brauchen erst einmal eine Schaufel. Aber wir haben doch schon eine Schaufel, oder? Haben wir schon eine Schaufel? Hallo? Haben wir eine Schaufel? Wir haben doch eine Schaufel gehabt. Okay, die Schaufel haben wir jetzt halt offensichtlich nicht mehr. Besorge dir eine Schaufel. Ja, wo ist denn, was hat er gesagt, wo die scheiß Schaufel ist? Ich weiß nicht. In der Schupfe? Nein. Da vielleicht? Schaufel. Resel! Ah, Resel, ich hab jetzt keine Zeit nicht. Was hat er gleich wieder gesagt, wo die scheiß Schaufel ist? Jetzt hab ich nicht aufgepasst. Haben wir einen Trick schon wieder. Haben wir einen Trick schon wieder? Geben Sie mir eine Schaufel. Ist da eine Schaufel? Nein, das ist keine Schaufel. Schaufel.
Ich sehe keine Schaufel. Düpp, 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 düpp. Schaufel, Sepp. Schaufel, Sepp. Wer bist du? Ah ja, warte mal. Vielleicht kann man ihm nochmal schnell fragen, wo die Schaufel ist. Ich weiß es auch nicht. Schlösser, kannst du mir bei... Wo bekomme ich eine Schaufel? Wo bekomme ich eine Schaufel? Eine Schaufel? Draußen ist eine. Beim Wagen. Ah, okay, haben wir es schon. Und kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Versuche die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Die Klinge. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Wieso denn fehlgeschlagen? Das war immer... Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Ah, Merk mir dir wird eins. vielleicht doch noch was, Diese Heinrich. Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal und dann viel Glück bei der Feuertaufe. Ja, gut. So, so viel zum Schlösserknappen. So, Herr Müller-Peschek, gehen Sie doch mal auf Zeiten. Irgendwo beim Wagen muss eine Schaufel stehen. Ah ja, sehen wir's schon, sehen wir's schon. Sehen wir's schon. Kannst du die Schaufel jetzt bitte nehmen? Hallo, da steht eine Schaufel. Nimm die Schaufel. Jawohl. So. Tust du irgendwas anderes? Ah, wir spielen. Brokkoli. Natürlich nicht. Was soll denn sonst da den ganzen Tag? Ja. Offensichtlich müssen wir da jetzt ganz furchtbar weit laufen. Und ja, dann hilft sowieso nicht. Also ab nach Süden. Dann reißt man doch einmal. Hat man eigentlich mehr Ausdauer, wenn man die fetten Rüstungsteile abnimmt? Das darf mich mal interessieren. Das darf mich interessieren. Bin mir vielleicht schon irgendwie eine Stufen aufgestiegen oder so? Nö. Nö. Gut. Auf alle Fälle müssen wir jetzt irgendeinen Toten ausgraben. Ein Stück Fleisch hinschmeißen. Wie sollten die den Hunde ein Stück Fleisch hinschmeißen? Ich weiß ja gar nicht, wie man scheiß Fleisch schmeißt. Ich lasse mich einfach nicht erwischen. Das ist einmal generell unser Plan, wir lassen uns nicht erwischen. Also die Umgebung schaut schon sehr cool gemacht aus, da kannst du sagen, was du magst. Aber zu wenig Frames, ja? Erst einmal habe ich der an dieser Stelle an die anderen 200 Leute, die jetzt offensichtlich gerade wieder gekommen sind. Oh. Da, wie kommt man da hin? Wir haben ja total falsch, da müssen wir durch den Wald. Männer, da müssen wir durch den Wald, das hilft uns gar nichts. Schauen wir uns einmal in den Wald an. Vielleicht findet man eine Sau. Jetzt pass auf, wir haben ja Inventar, Waffen, wir haben ja einen Bogen und einen Langstreckenpfeil. Und wenn wir eine Sau finden, dann können wir der ja einmal sauber eine unterm Dez einbrennen. Das schaut mir nicht. Also ich erinnere mich an einen Trailer, da hat der Wald besser ausgeschaut. Wahrscheinlich ist er da aber auf Ultra gelaufen. Und wenn ich da jetzt auf Ultra stehe, dann habe ich wahrscheinlich 4 Frames. Wo jetzt mein PC eigentlich gar nicht so dermaßen schlecht ist. Aber gut. Wir schleichen wir durch den Wald. Oh, da ist ein Viech. Das ist offensichtlich ein Schaf. Schafel. Schafel. Oh, das schießt mir jetzt nicht, weil sonst kriege ich bloß wieder Ärger. Sehe ich schon. Oh, wir sind wir schon da. Beschaffe Müller-Peschek den Ring des Toten. Okay, ich glaube, wir müssen mal schleichen. Schleichen wir mal. Schleiche. Da hast du den Deck Galgenberg. Okay. Ja, wo ist der Tote? Hallo? Hallo? Ist das da ein Grab oder was ist das? Na. Okay, da haben offenbar schlimme Dinge passiert. Die Frage ist jetzt, wo zum Teufel ist dieser Tote? A. In Richtung A. Okay. Ah, da ist ein Grab. Kommen wir aus, klauen wir einen Ring und durch den Wald hauen wir wieder ab.
Was für Grafikkarten ich habe? Ich habe GTX 980. Keine TI. Wieso drücke ich jetzt auf X? Hier ist nichts. Und was ist mit der rechten Hand? Scheiße, auch kein Ring. Wo zum Teufel ist der hin? Boah, der Gestank, gleich muss ich kotzen. Ja, zu Recht muss Dafür ich reiß ich kotzen. Peschek den Arsch auf. Weißt, jetzt lässt er mir die Leichen ausgraben und dann hat er keinen Ring nicht. Ich verpiss mich, bevor die Hund und der scheiß Henker kommen. Weißt du, der Teufel, was die tun? So, schnell, absprinten, weg hier. Weg hier, meine Damen und Herren. Mei, wie ich auf X drück. Jetzt stellen wir mal einen Schatten noch ein bisschen niedriger. So. Ganz ehrlich, ich kenne überhaupt keinen Unterschied nicht, aber ich habe einfach ein paar Frames mehr, hoffe ich. Der Reggae Steve, Grüß aus Minger, sag ich, Grüß aus Niederbayern, aus Landau. Habe die Ehre an dieser Stelle und habe die Ehre an die ganzen anderen Leute, die schon wieder einer schwappt. Der scheiß Müller-Peschek. Jetzt können wir mal schauen, ob die scheiß Schnellreise funktioniert. Das war doch einmal was. Schnellreise? Ja. Schnellreisen? Ja. Ah. Hat schon funktioniert. Da müssen wir nicht über da laufen. Das ist natürlich gut für uns. Hey, Peschek-Sepp, da gibt's keinen Ring. Da gehst du her. Gelobt sei Jesus Christus. Ja, du Leichenschänder Depp. Da war Die kein Leiche Ring. war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Ja, ich glaube, Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Sollen wir den Ring klauen oder nicht? Sollen wir es probieren? Na gut, Alle. ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Ach, Nein, du deswegen Hornochse. erklärt er mir, wie man Das geht Schlösser auch mit knappt. Fingerspitzengefühl. Verstehe. So zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ich habe etwas Erfahrung. Diese geile Schweineschmerze Gut. den ganzen Tag. Wenigstens bist du nicht so tollpatschig, wie du aussiehst. Hier hast du einen Dietrich. Einen Dietrich gibt er mir jetzt. Ja, toll. Wenn der abbricht, bin ich gefickt. Wow, geil. So, das heißt, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir jetzt wieder da oben? Jetzt müssen wir wieder laufen. Na gut, dann müssen wir halt wieder laufen. Es hilft nicht, wir müssen ganz viel laufen in dem Spiel. So ein Viertel war schon eine Sache, gell? Da speichert man aber vorher. Weil sonst, ich brich den Dietrich wahrscheinlich 70 Mal ab und 40 Mal wieder schlagen und 30 Mal finde ich nicht hin und weiß das was ist. Ja, so ein Dietrich war schon eine geschmeidige Angelegenheit, gell? Beziehungsweise mehrere Dietriche und ein Viertel. Aber das werden wir schon noch kriegen. So, jetzt lernen wir uns da mal gemütlich zurück. So. Wieder rein in den Wald. Wieder rein in den Wald. Also wenn meine Sicht so komisch ist, für die sich fragen, was zum Teufel macht er da, das ist dann, wenn meine Ausdauer in die Knie geht und mir kürzt mir diese Geschichte da jetzt ein bisschen ab und rennen wir durch den Wald. Weil ich da nicht der Straße nachlaufe, das dauert 4 Jahre. Tu ich dort stehen. Ein bisschen im Wald umeinander, keiner noch kaum geschaut. Das sag euch ich. So. Herr Henkersmann. Schönen guten Tag, ich bin Heinrich der Lauch. Muss ich mich da jetzt einschleichen oder? Haben das seine Tölen? Denn wir die was? Oh oh. Hallo. Braver Hund. Bitte ein braver. Bitte ein braver. Ja. Hörst du auf?
Warum hat denn das Schweindel einen Hut auf? Nein, das hat gar keinen Hut auf, das sind Bursten. So, und wo ist deine Bude? Herr Henkersmann? Ich schleiche mir jetzt da einfach mal rein. Verschwinde! Du gehörst... Red mir erst einmal nicht mit dem Henker, okay? Ich versuche ihn aus dem Haus zu locken. Peschek, der Müller, schickt mich. Er möchte sich bei dir entschuldigen, weil er dir letztes Mal zu wenig Mehl gegeben hat. Du sollst den Rest bei ihm abholen. Dieser Gauner. Wie viel ist es? Ein halber Sack. Peschek muss blau gewesen sein. Das ist ein Batzen. Ich gehe gleich los. Das war leicht. Herr Henkersmann, gehst du zu? Hahaha. Und ich klau dir deinen Ring. Wo ist deine Truhe? Wo ist deine Truhe? Zuerst friese ich aber noch was von deinem Essen. Na, doch nicht. Ah, da schaut's gut aus. So, dann gehen wir mir jetzt her, speichert mir das Spiel. Und ja, Spiel gespeichert. Und dann werden wir das jetzt einmal probieren da. So, also wir müssen immer da in diesem gelben Bereich bleiben. Okay. Müssen wir es nochmal probieren, weil es einfach nicht hilft. Aber warum fehlgeschlagen? Das habe ich noch nicht so ganz umrissen. Ich bin doch eh immer in dem gelben Ding drin und wenn der Punkt groß bleibt, dann passt's. Ich verstehe nicht. Muss das schneller gehen, oder was? Warum? Okay. Warum? Verstehe nicht. Jetzt habe ich keinen Dietrich mehr. Ja, dann müssen wir halt laden. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich verstehe dieses Schlossknacken nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Deswegen laden wir jetzt einfach nochmal und probieren wir so lange, bis wir es hinkriegen. Weil es sowieso nicht hilft. So, okay. Der Punkt muss immer golden sein. Ja, ja, das ist mir schon klar. Der flackert ja dann so seltsam, wenn ich meine Maus bewege und auf D drauf bleibe, okay? Aber es geht einfach nicht. Keine Ahnung. Das war nix, das habe ich jetzt selber gesehen, warum es nicht passt hat. Also ich muss da einmal um den Kreis rundum. Kruzifix. Ich sag's euch, wie es ist, ich versteh's nicht. Das ist doch eh golden. Also das haben's wirklich, das ist einfach scheiße gemacht, ganz ehrlich. So ein Blödschiss. Es ist doch eh die ganze Zeit golden, oder? Auf einmal bricht's mittendrin ab. So, da ist jetzt golden. Ja. Okay, da ist jetzt golden. Wir gehen mal weiter. Warum hat's jetzt hingehauen? Ich versteh's nicht. Naja, gut. Stehlen. Ein altes Hemd, Bettlertunika, brauner Filzhut. Auf alle Fälle klauen wir mal seine Groschen. Möchtest du mich verarschen? Jetzt ist der Ring da nicht drin, oder was? Mein Kruzifix. Vielleicht hätten wir es doch an der Kiste da. Du trinkst hier unrechtmäßig ein. Ja, das ist mir schon klar. Das war ja Sinn der Sache. Gut, können wir es gleich nochmal probieren. Schlösserknacken fehlgeschlagen. Warum? Ich check's nicht. Das macht wenig Sinn.
Warum? Speichern du jetzt nicht, ich habe eh vorher gespeichert und in die anderen Kisten muss ich ja gar nicht rein. Oh, ja gut, warum es jetzt nicht fehlgeschlagen ist, das weiß ich, ja. Außerdem kann man in dem Spiel nicht so oft speichern, du hast da Schnaps dabei und anhand der Zahl von Schnaps kannst du speichern. Und je öfter du speicherst, desto besoffener wirst und desto weniger kannst du sahen. Deswegen... Achso, nein, das ist die falsche Kisten. So... Warum ist ein Flügelschlagen? Hey, ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ob du dich am Idealpunkt näherst, verrät dir die Größe des Zeigers, dieser färbt sich golden, wenn du den Idealpunkt gefunden hast. Versuchst du den Mechanismus zu drehen, ohne dass sich der Dietrich an der richtigen Stelle befindet, blockiert der Mechanismus und der Dietrich beschädigt. Das ist so ein Dreck, Alter. Das ist wirklich unter... Warum denn? Er ist doch golden! Er ist die ganze Zeit golden. Ich weiß nicht, was der Scheiß möchte von mir. Es ist so schlecht. Ich glaube, ich darf ihn nicht zu langsam bewegen, weil je länger, dass ich auf D drauf bleibe, also quasi das Schloss drehe, desto mehr fängt das Teil zum Wackeln an. Und ich muss da einfach mitgehen und beten, dass ich triff. Wo? Okay. Das ist sicher ein Scheißdreck. Ja, Kruzifix ist das schlecht. Ich runter! Ja, hergottselig! Kruzifix ist das ein Mist! Da hat er bloß Groschen drin! Kruzifix. Spüre den Ring im Haus des Henkers auf und lass ihn mitgehen. Ja, Kruzifix, ist der scheiß Ring. Ob ich an einer anderen stehe, oder was? Da ist eine Kisten. Verdammt, ich hab das falsche Kistel aufgemacht. Fuck my life, Alter. Warum denn? Oh Gott. Jetzt Kim, das machen wir jetzt einfach. Wir haben jetzt so brutal, das ziehen wir jetzt einfach durch. Ja, nein. Ja, geht. Nein, geht nicht. Jetzt, das fängt aber automatisch zum Flockern an, je länger ich auf D drauf bleibe. Wenn ich mich nicht bewege, fängt es zum Flockern an und wenn ich mich bewege, fängt es zum Flockern an. Das ist wieder die falsche Kisten. Kruzifix, ich habe einfach an der falschen Kiste gespeichert. Das ist, mein Gott, das ist ein sehr Kass. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Ja, jetzt nimmer, weil ich halt sofort einen Punkt in Schlösserknacken kriege. Okay. Okay. Mein Gott, ist das ein... Es ist sehr, ganz ehrlich, da klang es mir jetzt schon wieder. Weil leck mich am Arsch, Alter, ohne Scheiß. Kann man die Scheißkisten nicht einfach aufbrechen? Du versuchst auszuwählen, die für deine Fertigkeit nicht ausreichend sind, bla bla bla. Ich sag's euch, was ist, ich kann die Kisten nicht aufmachen. Fertigkeiten. Alchemie, Jagen, Lesen, Schlösser knacken. Schlösser knacken habe ich auf 1.
Also ganz ehrlich, so ein behinderten Dreck. Letzter Versuch und dann sage ich ihm, dass ich den Scheißring so, dass ich gefälligst in seinen Arsch schirm. Der fette Hurensohn. So, schauen wir mal. Schlossknacken leicht. Dieses Schloss ist zu kompliziert. Gut. Dann gehen wir einmal da um. Und schauen wir, ob wir das aufkriegen. Nein. So, neue Stufe erreicht, Schlösser knacken. So, wenn ich jetzt da hergehe, ist nimmer kompliziert. So. 6. 6. wird es zum Zittern die ganze Zeit anfängt. Mei, oh mei. Ja! Himmelvater im Himmel! Kruzifix! Und ich hab mich schon eine Dreiviertelstunde lang an ihrer Kiste umeinander sehen. Ah, Ring des toten Mannes, du her! So, und jetzt machen wir die anderen Kisten. Was zum... Der verfluchte Ring ist aus Kupfer und kein Pfifferling wert. Mei, oh mei. Mei, oh mei, oh mei. Aber ich klaue ihm seine Kohle, klaue ich ihm jetzt auch noch. Die soll es mir wert sein. Haha! Gleich beide Kisten auf einmal entriegelt. Da geht's ganz anders. Da geht's ganz anders. So, dafür kleidet deine Groschen, du Penner. So, ab vom Hof. Ab vom Hof. Kruzifix, da kriegst du einen Schlaganfall bei der Scheiße. Wolleck, voll das dicke Facke, was passiert, wenn wir das hauen? Nix. Das schaut aus wie der Rocksteady oder der Bebop von den Turtles. So, hier, Schnellreise. Ist das was? Ja. Auf geht's. Vollsprint, Vollsprint. Jawohl. Oh, da ist der Henker. Der Henker. Psst. Der Henker. Der darf nichts wissen, der darf nichts mitkriegen. Ich hab deinen scheiß Ring. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich habe den Ring. Ich habe den Ring, Peschek. Gut. Schön, dass du jemand bist, den man mit solchen Sachen betrauen kann. Und jetzt mach dich auf nach Kohelnitz zu Wojciech, dem Müller. Er hat Arbeit für dich. Und ich demnächst auch. Ein schlaues Kerlchen wie du hat sicher immer wieder Sachen am Laufen. Gerne kaufe ich dir heiße Ware ab, wenn du welche hast. Also Kram, der mal wem gehört hat und den du nicht jedem andrehen kannst. Ah, Gestohlene Ware? Ein Hele. Nein, danke. Ich bin kein Dieb. Ja, Heinrich der Lappen ist aber ein Dieb. So, würdest du mich im Taschendiebstahl lehren? Würdest du mir sollten etwas uns doch übers Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Ja, weil da so viele Leute da sind, du Saudepp, du Trauriger. Außer du und Dresel. Und Dresel, die darf von meinen Machenschaften schon was wissen. Nein, wo ich? Nein, Dresel wird noch geheiratet. Dresel wird noch geheiratet. Oh, was ist denn das? Hey, pass auf! Da ist Kot drin, merk's schau. Lecker Schmecker. Was dich merke ich mir? Wieso denn? Lass mich doch in Ruhe. Ich schleiche mich jetzt einfach hinten rein. Ah, auf F kann den umhauen. Lehre mich Ich bleibe des hier stehen und tu Taschendiebstahls. so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Was zum Teufel soll denn das sein? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Wäre Hä? das echt gewesen, würde... Hab dich! Wäre das echt besoffen gewesen, aus. würde ich jetzt nach der Wache rufen. Dresel kommt mal schnell vorbei Nochmal. und sagt, sieht nicht besoffen aus.
Hab dich! What the fuck ist Wäre das, das Alter? echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Du musst die Börse richtig durch. Hast du etwas? Klau mir meinen Dolch. Ja. Das hast du mir doch gerade gesagt, was... Hab dich! Also cool gemacht Wäre ist das schon. echt Sie haben sich gewesen, zumindest würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. was denkt dabei, haben sie sich schon. Also ich muss den da quasi so absuchen und dann, wenn ich da irgendwo, wenn es grün wird... Hab dich! Ja, ich finde halt Wäre nichts, das ne? echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bleibe hier stehen. Mein Du musst die Kruzifix, ich Börse- hab dich nicht etwas gefragt, klau was mir ich meinen tun Dolch. soll! Ich wollte auf E drücken und das Ding nehmen! Kruzifix. Hab dich! Wäre das echt gewesen? Hab dich! Wäre das echt gewesen? Also, würde ich jetzt absuchen, nach der okay. Wache rufen. Dann da dieses Nochmal. alte Telefon... Hab dich! Wäre das echt gewesen? Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Also da ist Wäre ja das die echt Zeitleisten, gewesen, okay. würde ich das jetzt seh nach ich, der Wache ja. rufen. Nochmal. Hab dich! Ja, Kruzifix! Wäre das echt gewesen? Also diese kleinen würde ich jetzt Minispiele nach der haben schon Wache voll ganz rufen. schön... Die Nochmal. haben, das sind nette Ideen, aber wie bricht man Hab das ab? dich! Ja, abbrechen Wäre kann man das es auch echt nicht. gewesen, Also das ist würde schon ich ganz jetzt nett nach der gemacht, Wache ja, das sind rufen. nette Ideen, Nochmal. aber Hab umgesetzt dich. ist so schlecht, dass Wäre ganz das aussieht. echt gewesen? Das ist so unmachbar. Würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bleibe hier stehen. Mein Gott. Glaub- Also, Hab dich! klar, jetzt die Scheiße, Wäre das Alter! echt Kruzifix, gewesen, was ist das würde für eine ich jetzt nach der Wache Scheiße? rufen. Nochmal. Hab dich! Wäre das echt gewesen? Das heißt, je würde länger, ich dass jetzt ich nach mir der da Wache rufen. Zeit los, desto Nochmal. mehr... Okay. Ja? Hab dich! Wieso geht das wieder Wäre zu? das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Was? Wäre Was das echt will gewesen, es von würde ich mir? jetzt nach der Wache rufen. Ich Nochmal. will die Wache rufen. Wie war's mit heute? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Schätzungsweise muss ich das da suchen und dann wieder aufs obere Symbol zurück. Ja, das war die falsche Richtung. Hab Aber dich. jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ja, Nochmal. Bla. Und je besser, dass du vor bist. Ah! Also ich So hab's ist jetzt es schon gut. verstanden. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Also kann ich das Übe erklärt, am aber besten wieder an keiner, wie es Betrunkenen oder funktioniert. Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. So, was müssen wir jetzt wieder tun? Der ehrbare Dieb bringt den Ring zum Müller in Kohelnitz. Es sind einfach schon wohl ganz schön weite Wege, gell? Aber gehen wir mal nach Kohelnitz. Machen wir eine kleine Wanderung. Springen wir über den Zaun drüber. So. Ja, ich war kurz davor, dass ich ihn einfach umhau. Schauen wir mal auf die Karten. Haben wir schon was freigeschaltet? Jawohl. Der Dr. Mumba, habe die Ehre, erinnert ein bisschen an The Witcher. Ja, also vom... Na. Der Witcher, bis jetzt war der Witcher besser. Es hat halt einfach nur ein paar so Macken, dieses Spiel. Ich weiß es auch nicht. Isst man erst einmal ein Brötchen und noch ein Brötchen und noch ein Brötchen. So. Weil wir Hunger haben. Da ist eine Abzweigung. Wo müsste man hin? Einfach geradeaus. Okay.
Wer bist denn du? Das Bettelweib. Die ist aber... das ist aber passiert? nicht nett. Was ist da los? Der Bauer hat mich und die Kleine vor die Tür gesetzt, der So ein Bauer. Hundsfott. Er hat sie gezeugt und uns rausgeworfen, dass seine Alte ihm nicht die Augen auskratzt. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig Milde, guter Herr. Ein paar Groschen, Herr, damit ich Milch für das Kleine kaufen kann. Essen? Gib mir was zum Essen. Ich schau mal. Oh, neue Stufe Redekunst. Wir haben so viel Gickel erschlungen. Weißt du was, die soll's haben? Gib Almosen. X bestätigen. Wie wäre es hiermit? Kriegst einen Gickel von mir. Möge Gott dich für deine Güte Ja, belohnen. für meine Güte, weißt? Bettelweib, was krieg ich jetzt von dir? Gut, ich habe einen Redekunstpunkt gekriegt. Der soll uns ein Gickel wert gewesen sein, gell? Haben wir nicht so Gaudi in der Stadt lauter Gickel umboxt. Aber jetzt laufen wir mal weiter. Also so ein Viertel war schon ganz toll, gell? Wo haben wir überhaupt? Alter, wie groß ist denn die verdammte Karten? Bist du blöd im Shell, oder was? Holy fucks. Was ist denn der Kleine, wenn's kein Haus nicht mehr hat? Achso, das stimmt. Den Kleinen, den hat's einfach, weiß ich nicht, den hat's Treppen abgeschubst. Haha. Wenn wir hin müssen, dann müssen wir dann rechts runter. Da geht's lang. Der Herr Kulzer habe die Ehre. Was hast du zum Valentinstag gekriegt? Also ich hab nichts zum Valentinstag gekriegt. Schenkt sie euch gegenseitig was zum Valentinstag? Keine Ahnung. Wir machen heute miteinander ein wundervolles Essen. Was auch immer das ist, weiß ich noch nicht. Ich hab irgendwie Bock auf Sushi. Der Sherbin Kaiser hat das gut erkannt. Meine FPS waren dreistellig. Ja, in Cutscenes ist das manchmal so. Wer bist du? Wanderer. Ich bin ja schon versucht, dass ich ihn bestehle. Aber... Oh, ich habe ein Nest entdeckt. Wo ist ein Nest? Wo ist ein Nest? Da ist ein Nest. Was tut man mit dem Nest? Nest untersuchen. Ein Spinnennetz ist drin. Was ist denn das? Zustand? Das kostet... Spinnennetz nehmen wir mit. Für was wir auch immer ein Spinnennetz haben. Brauchen, weiß ich nicht, aber... War der Gockel. Habe ich da einen Gockel gehört? Ich weiß nicht. Also, das ist auch der einzige Kritikpunkt an dem Spiel, an den Herrn Kaiser. Das ist die Performance. Ja, also das Spiel schaut sagenhaft gut aus, ja, braucht man nicht schmerzen. Aber es schaut nicht so gut aus, dass ich nur mit 40 Frames rumlaufe. Ich weiß nicht, was da fehlt. Leider. Das ist ein bisschen schade, aber es hilft nicht. So, wo sind wir? Ja, wir sind bald da. Wir sind bald da, müssen wir einen Ring zurückbringen. Und dann kriegen wir mehr Arbeit. Mehr Arbeit. Arbeit, Arbeit. Was ist da? Da schäbert's voll. Was ist da? Ein Wasserfall. Na gut, ich habe jetzt auch meine Shader und so weiter alle auf niedrig. Oh, das schaut gut aus. Das sind schöne Lichteffekte. Das mag er. Das mag er, der Bürger. Jetzt können wir mal was ausprobieren. Wenn ich jetzt da in die Sonne schaue, das ist wirklich ein Haufen Umgebung und so, habe ich 46 Frames. Erweiterte Grafikeinstellungen, Partikel macht man mal nur auf hoch, Licht macht man auch mal nur auf hoch. Das macht man auf hoch, das haben wir auf sehr hoch, Physik ist auch sehr hoch, Post-Processing sehr hoch. Texturen können auf Ultra sein, das hat normalerweise, da habe ich nichts damit zu tun. Schauen wir mal, haben wir mehrere Frames? Im Gegenteil, für mich schaut es immer nur genau gleich aus. Und wir haben genauso viele Frames wie vorher. Also keine Ahnung, diese Grafikeinstellungen, die versteht kein Mensch, aber ist ja wurscht. Haben wir da schon wieder ein Battle-Vibe? Was tut denn der da? Was tust du da? Was tust du? Wer bist du? Oh, da ist jemand gestorben. Was ist denn da los? Hallo? Hallo, ich bin der Heinrich der Lauch. Hast du sie etwa umgebracht? Was versuchst du mir anzuhängen, du Bastard? Was soll denn das? Du warst es. Was? Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Der Klassiker, das war schon so. Pferdescheiße, du bist voll mit ihrem Blut. Ich wurde gerade von Kumanen überfallen und verletzt. Und jetzt willst du mir das anhängen? Nun, es stimmt, dass es hier in der Gegend nicht sicher ist. Na schön, du scheinst doch unschuldig zu sein. Also das Gut, dass ist du das es erste Mal, dass einsiehst. ich sagen muss, die deutsche Synchro ist jetzt da bei der Tussi gerade katastrophal. Und was hast du hier eigentlich gemacht? Was meinst du damit?
Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. In Ordnung, ich war's. Ich wollte sie nicht töten, sondern ihr nur ein wenig Angst einjagen. Sie hat sich auf mich gestürzt und wollte mein Messer. So da, Und so hat es geendet. so da die auch sagen, wenn ich jemanden Musst es umbrucht doch habe. niemandem Okay, ich erzählen, war's. oder? Und du wirst es nicht bereuen. Lassen wir uns bestechen oder lassen wir uns nicht bestechen? Es geht immer nur ums Geld. Her mit der Kohle. Oh, 25 Groschen. Okay, okay. Was Was die, ist denn? was hat die da sonst noch dabei so? Oh, die hat noch mehr Groschen dabei. Hey, noch mehr Groschen. Wir fucken wir sie an, weil sie die Leiche plündert und dann plündert wir es selber. Wir haben ja nicht Heinrich der Lauch, wir haben ja Heinrich das Arschkind. Ach, da müssten wir Wo geht's denn da Da ist ja nirgendwo eine Brücke. Da müssen wir zurück zum Wasserfall, das hilft uns alles nichts. Zurück aus. Oder da gehen. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Karl, das tötet Leute. Ja, das wusste ich nicht. Karl? Kennt das eigentlich nur irgendjemand, außer der Herr Höppler? Karl, das tötet Leute. Der Wick 41, Kabit Ehre Bürger, Habit Ehre Wick. Ich finde das mittlerweile so grob, wenn du sagst, ich habe mir vor einem halben Jahr einen neuen PC gekauft mit einer 1080er und so weiter und der ist halt mittlerweile auch schon wieder alt. Mal schauen, wie das Spiel bei mir läuft. Also mit einer 1080er soll jetzt auf alle Fälle besser laufen. Wahrscheinlich auch nicht weltbewegend besser, aber besser. So, jetzt müssen wir mal schauen. Was müssen wir eigentlich gleich wieder tun? Bring den Ring zum Müller in Koelitz. Ja, okay. Hallo, Herr Müller. Herr Müller. Etwas Muskatnuss, Herr Müller. Ist er da drin? Herr Müller. Ah, da ist der Herr Müller. Da sitzt der Schei. Da sitzt der Kretin. Was hat er denn überhaupt für Schlumpfmützen auf? Warum? Weiß es auch nicht. Also ich weiß es auch nicht. Herr Müller! Herr Müller! Guten Tag. Schau mir vielleicht oben, wenn ich mit dir rede. Hallo? Eine Übung. Heimlichkeit. Peschek, der Rataya Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Heinrich der Warum Lauch. wirfst du wenn ich ihn bitten weg? darf. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun Aha, mal ich mit sehe, den wo das Grünschnäbeln. hinführt. Die verdammt, was... Wir Ich wollte müssen gerade nämlich schließlich fragen... wissen, ob du auf sinnlosen was da los ist. Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich wollte Ich gerade fragen, was da gratuliere, los du ist. hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Aha. Ich bin nämlich der Meinung, dass die ganze Müllerschaft, was haben die alle mit Heimlichkeit und Taschendiebstahl zum tun? Sagt der das ist nämlich eine Diebesgilde wie in Skyrim. So schaut's nämlich aus. Mhm. Kann ich dir gestohlene Ware verkaufen? Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Ja, Chef, Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Aha, Diebesgilde. Ich werde habe mal hier Dinge, gleich die mal ihren Sachen Besitzern verkaufen. abhanden gekommen sind. Kaufen wir mal den Shit-Up jetzt. Ich brauche mehr mal Groschen. sehen, was Groschen. wir da machen Money, können. Money, Drecksau, Hammy. So, Spiel gespeichert. Okay. Oh, der Schatzkarte schon wieder. Was haben wir mir über? Mein Vermögen ist bei 53,5. Wer braucht Schlüssel? Oh, das ist ein Skillbuch. Waffen. Jetzt werden wir mal verkaufen. Was haben wir mit alles? Dietrich brauchen wir selber. Die abgefuckte Fackel, weiß ich nicht. Verkauft mir am ersten Mal 2 Gickerl. Na, verkauft mir am 3. Na, verkauft mir am alle, die kennen eh nix. Das scheiß Knappenschwert, das kann auch nix, weil wir haben ja die Nadel. Und die macht definitiv mehr Schaden. Nimm mal das. Was hat denn er überhaupt für Vermögen? Dein Ruf, Vermögen des Händlers 500. Ja, freilich kannst du das Knappenschwert haben. Hier, da.
Dann verkauft mir ihm noch, der Gegenstand ist ausgerüstet, der wird dem Pferd und Warenkorb hinzugefügt. Okay, da verkauft mir ihm noch 3 Langstreckenpfeile, jawohl. Linsenbrei. Der Linsenbrei ist aber auch nicht mehr so der Hit. Der haben wir auch weg, den Retterschnaps, den braucht man. Ein Ringelblumenaufguss, weiß kein Mensch, für was wir den brauchen. Den soll der haben. Schaufel braucht man auch nicht. Das Schild brauchen wir noch, Schnaps brauchen wir auch. Das Spinnennetz, das soll er da auch haben. Für was braucht man das? Der verbesserte Langstreckenpfeil brauchen wir auch nicht. Gib mir all dein Geld, mein Freund. So. Das ist doch mal was, oder? Kas braucht man selber, Langstreckenpfeile behalten wir uns 5. Die Nadel einfach aufs Game of Thrones. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. Und dann ist mir gestern auch irgendwann eingefallen, das hat doch die Chlor bei Game of Thrones. Ja, was sollst du jetzt da noch groß sagen dazu? Hast du jetzt mittlerweile deine Eltern begraben dürfen? Habe ich nicht mehr ganz mitgekriegt. Ja, da warst du noch nicht da. Natürlich, also es war das Intro. Wir haben unsere Eltern begraben. Dann sind wir über... dann habe ich quasi meine Eltern begraben. Ja, dann haben wir überfallen worden. Dann wird man fast umgebracht worden. Und dann ist Dresel wieder zurückgekommen und hat uns aus dem Scheißdreck ausgezogen. Und jetzt hat uns dieser Müller, bei dem wir da gerade vorher waren, quasi gesund gepflegt. Und jetzt klaue ich gerade für die Leute Sachen. Und wir quasi in einer Diebeshehler-Gruppe eingewiesen. So, so, du erhältst 128. Warenkorb prüfen. Ja, falschen. Natürlich, der wir wieder ein bisschen falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Vielleicht können wir noch ein bisschen was außerhandeln. Klar, warum nicht? Ja, was außerhandeln. Außerhandeln. 200 möchte ich. Also, ich erhalte... Jetzt pass auf. Ich erhalte 155. Das check ich jetzt schon wieder nicht. T-Hilfe. T-Hilfe. Das ist der ursprüngliche Kaufpreis. Das ist das weiße Ding. Okay, dein aktuelles Gebot ist das gelbe. Letztes Gebot des Händlers ist das andere weiße. Auf der linken Seite. Okay. Ich mag auf alle Fälle 200. Probieren wir mal. Weil du es bist. Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. 195. Was? Dann nähern wir uns mit 195. Zufrieden? Na dran. Geh noch ein bisschen runter und Hand drauf. Bisschen noch. Oh, er ist ja schon stark erzürnt. Man sieht es da links. Angebot unterbrechen. Dann gehen wir heute auf 190. Das ist ein haben wir vernünftiger 10 Preis. Groschen rausgeholt. Ja, wir haben hier die ultimativen Dealer. So, jetzt müssen wir aber noch mehr handeln mit ihm, weil ich... Übung. Heimlichkeit. Bitte bring Eine mir Übung bei, wie in man sich im Heimlichkeit. Schleichen Das ist gut. verbessert. Das ist gut. Selbstverständlich. Das ist selbstverständlich. Wenn er mir mal anschauen darf, das war was. Etwas fortgeschritten erfordert Stufe 5. Fortgeschritten Meister Stufe... Ich bin ein Anfänger, guter Mo. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Was kostet das? 60. Bist du blöd im Schild, oder was? Ist das falsch nicht von mir etwas gleich viel? wieder. Sag das, wie es ist. Da gehen wir oben auf 40. Naja, auf 45, okay? Wie wär's damit? Das ist zu wenig. Na, wie opisst ist er? Der ist gescheit opisst. Nehmen wir es für 55. Einverstanden. Hör gut zu. 55 zahlen wir. Und jetzt haben wir einfach die Heimlichkeit verbessert. Okay. Okay. So, hat der jetzt irgendeine Aufgabe für mich? So, kann ich behilflich Kann ich sein? irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Talmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Talmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Den mag Das ich nicht ist so. beklauen. Der war nett. Du sollst in die Rüstkammer von Talmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt? Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen. Und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. Sollen wir das tun? In Ordnung. Falli. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit's keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. Geld, wenn ich keins krieg. So, schauen wir mal.
Hat eigentlich schon irgendjemand einmal herausgefunden, wie dieses Skillsystem funktioniert? Ist das da quasi, haben das meine XP oder wie? Wie ich das dann weiterbringe? Ah, Redekunst, da schon hin. Ich habe mittlerweile ja herausgefunden, wie man endlich lesen kann, was diese Perks bedeuten, nämlich auf Q. Kann man da schauen, und gestern haben wir durch irgendwelche Grafikbugs da unten die Buttons nicht angezeigt worden, da war das ein bisschen scheiße. Jetzt schauen wir mal. Redekunst ermöglicht es deinem Charakter, also wie haben wir da? Deine Redekunst ist nun um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit adeligen und wohlhabenden Leuten unterhältst. Kann nicht von der Spezialisierung von niederer Geburt kombiniert werden. Letztes Angebot. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du eine letzte Chance, ihm ein Angebot zu unterbreiten. Deine Redekunst wird um 3 Punkte erhöht, wenn du dich mit Gemeinen unterhältst. Die Spezialisierung Hochwohlgeboren ist damit allerdings gesperrt. Oh. Was nehmen wir da lieber? Erstmal moin an alle. Habe ich die Ehre, servus, grüßt euch, die wo alle vorbeischauen noch. Herr Schweiger, grüß Gott, uns Lalalein ist auch da, grüß dich Gott. Und an alle anderen, die da ständig reinkommen, wir waren schon wieder knapp 300, das sind lauter Verrückte. Ich bin ja der Meinung, dass diese Redekunst einer der stärksten Skills ist in dem Spiel, weil du, keine Ahnung, durch Reden da ganz, ganz, ganz viel außerzickst. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da das Kampfsystem so beschissen ist, finde ich das gar nicht so schlecht. Deswegen, ich glaube, dass auch die ganze Quest-Reihe wahrscheinlich eher mit Hochwohlgeborenen abläuft, und wenn ich die beeinflussen kann, das war natürlich nützlicher, glaube ich. Deswegen, glaube ich, hauen wir mal hier die Spezialisierung Hochwohlgeboren ein. Das ist jetzt zumindest einmal mein Plan. Haben wir da sonst irgendwas zum Dingsen? Nein. Kampf. Haben wir mehr Kampffähigkeiten? Nein. Faustkampf, Schwert. Das ist quasi unser Skill-Leisten. Ich verstehe schon. Oh ja, Heimlichkeit haben wir. Umhauen käme. Alchemie haben wir noch gar nichts. Reiten käme und so weiter. Jetzt habe ich das auch schon langsam so ein bisschen gecheckt, was da so los ist. Und ja. Das war natürlich toll gewesen, wenn ich das vorher lesen hätte können, was das alles kann. Aber hilft nicht. So, weiter geht's. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Quest bekommen. Diebische Müller. Der Wojciech. Wojciech, du Drecker der Teufel. Entwende mindestens 5 Wapenröcke aus der Rüstkammer von Talberg. Optional besorge den Schlüssel zur Rüstkammer von Talberg. Das heißt, ich kann am Kommandanten quasi den Schlüssel klauen. Ja, knapp 300, 230. Du vergisst Twitch. Mein Lieber, der Zauberer, von dem keiner wusste, dass einer da war, wir sind 260. Und vorher waren wir 280. Und jetzt haben wir wieder 260. So, das ist aber schön, wenn Leute meinen, sie müssen gescheit daherrennen und haben dann doch nicht gescheit. So. Das heißt, schauen wir mal, ob wir schnell reisen können nach Tallenberg. Das war vielleicht ganz nützlich. Flup. Wieso geht das jetzt gerade nicht wieder? Das weiß man wieder nicht, gell? So, gehen wir wieder aussehen. Aha. Schnellreisen. Das darf gehen. Reist man einfach einmal schnell durch die ganze Welt und deckt man die Karten auf. So kann man es natürlich auch machen. So sind die Twitchler, sagt der Herr Kulzer, da oder recht klein, aber fein. Ein Wanderer untersuchen. Erfolg. Was habe ich da jetzt da? Entwende mindestens 5 Wapenröcke. Schenkst du mir für einen Augenblick Gehör? Lieber Wanderer, aber gerne doch. Was ist denn? Ich möchte dich zum Duell fordern, Das ist Herr. ganz schiff. Ein Was? kleiner, einvernehmlicher Kampf. Du hast voll die Rüstung an. Warum sollten wir kämpfen? Nein. Ich habe keine Zeit für so einen Tut Scheiß. mir leid, dafür fehlt mir die Was Zeit. soll denn dies? Verstehe. Entschuldige, dass ich dich aufgehalten habe. Schau, dass du schleichst. Wir müssen nach Tallenberg, müssen wir Sachen klauen. Aber vorher müssen wir erst noch schlafen. Schnell reisen, los geht's. So. Das mengen wir. Da haben wir ja so ein kleines Bettal. Aber wenn die Leute schlafen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Da ist der Händler. Entweder mindestens 5 Wapenröcke, ein Schlüssel aus der Rüstkammer. Ja, das holen wir uns jetzt einfach. Das kriegen wir schon. Das ist wieder der andere hässliche Teufel. Sollen wir einen Gickel boxen? Na.
Wieso geht das nicht? Scheiß Kickerl! Ja, hilft nicht. Hilft nicht, können wir keinen Kickerl nicht boxen. Das hilft nicht, das hilft nicht. Oh, die tun alle mit Fackeln umeinander. Haupt. Da machen wir zu. Da machen wir mir wieder zu. Okay. So. Da haben keine Wappenröcke. Warum haben da keine Wappenröcke? So, gehen wir ein bisschen rein. Oi. Er sagt mich schon wieder aus Versehen Pfeife. Hör auf und sag sowas nicht. Wir müssen auf alle Fälle das Spiel speichern. Das ist einmal das Allerwichtigste, weil uns jetzt wahrscheinlich wieder der Dietrich 34 Mal abbricht. Falls du noch eine Flasche Retterschnaps willst. Schlossknacken sehr schwer. Ja, wie soll ich das dann bewerkstelligen? Dieses Schloss ist zu kompliziert. Nix ist zu kompliziert. Oh, da dreht sich nicht einmal das Geschlisse. Da dreht sich nicht einmal das Geschlisse. Gut. So, wie sollen wir das dann machen? Das heißt, wir müssen diese Wache beklauen und den Schlüssel holen. So, das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Leiter benutzen, ja. Oh, aber Fischsemi auf so eine geile Lachsemi hätte ich jetzt auch Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Lachsemi mit Butter, da hängt viel Zwiebeln rein. Ah! Was ist denn? Was zur Hölle war das? So, jetzt bei so Wacht. Was ist denn dieser Stern auf der Karte? Da wird mir irgendwo ein Stern auf der Karte angezeigt. Ich weiß nicht, was man dir sagen möchte. Doch, da. Was ist das? Was ist das? Hinweisgeber Quest. Da gibt es eine Quest. Ich glaube, dass es in der Welt ziemlich Fake-Quests gibt. So, entwende okay. So, also wir müssen auf alle Fälle, scheiße, wo müssen wir hin? Zu B. Wir müssen zu B. Da schleicht man jetzt ganz leise, da müssen wir ganz leise sein. Wo ist er jetzt hin? Ah, ich glaube, der schluft. Warte doch mal, du bist doch der Junge aus Skalitz, oder? Nein, nein, da teilst du, da teilst du. Oh, wir haben das erste Mal aufs erste Mal ein Tier aufgesperrt. Da müssen wir schleichen. Leise. 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 Psst. Was willst du hier? Was willst du hier? Jetzt rufe ich die Wachen. Ich tue gar nichts. Hallo. Tschüss. Was überhaupt nichts, Dieb? Nein, überhaupt nichts. Kann ich irgendwie helfen? Verhaftet den Dieb, ich hab nichts da. Rasch! Da drüben ist ein Dieb! Ich probier's einmal während der. Ich Was glaubst du, was? hab sowieso keinen Dietrich mehr, das heißt, wir müssen es nochmal probieren. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Na gut. Also wir werden das aufs erste Mal aufbrechen müssen. Oder wir sollten mal warten, bis die da alle draußen sind und nimmer da drin schlafen. Das ist ja das allerletzte von allerletzten Sachen. Ich glaube, das ist gescheiter, weil wenn da drin 2 Leute schlafen, dann kriege ich einen Vogel. Da stehe ich mich lieber am Tag rein und sag, bist du deppert. Und währenddessen schlaft man, bis es in der Früh ist und da drin keiner mehr ist. Ja, geh auf Zeiten. Hey, sagt er. Hey, sagt er. So, gehen wir schön ins Bett. Jawohl. Indem wir ein bisschen schlafen. Wie lange der wir schlafen? Bis ums Sattheit ist dann 54, das passt. Der mal ein bisschen heiteln. Oder wir bringen einfach beide im Schlaf um. Ah ja, also es ist ja wichtig, wir dürfen auf alle Fälle ja den Robert nicht erzürnen, deswegen darf er das nicht mitkriegen. Das war dumm von uns. Der Herr Bauecker, habe ich Ihre Bürger, habe ich Ihre Herr Bauecker. So, haben wir es jetzt. Los geht's. Hopp, aufstehen. Wir müssen dann die zum Wachdienst. Die haben. Spiel gespeichert. Ja, und gespeichert haben wir dann eben auch noch gleich. Das heißt, wir können das dann auch gleich testen. Aufstehen. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen, ob da. Hallo. Okay, das war nix. Nein, das war auch nix.
Ah, ich bin zu schnell. Das wird dann... Da ist Maus sensitiv. Es kam von da drüben. Es kam von da drüben. Hallo, Jesus Christus. Ah, wieso denn? Die hab ich doch bloß gesehen. Bleib doch da mal in deinem scheiß geschissenen Schlafanzug drin. Wahnsinn. Vielleicht sollte man noch 2 Stunden länger schlafen. Dass da mehr Pause und eingeht. Dann stelle ich mich nämlich da einfach ein und schau blöd. Schauen wir mal da ins Loch her. Was ist da los? Da schlafen ja immer noch 2 Ich drin. will mit dir reden. Was, du willst mit mir reden? Warum denn? Hallo? Weißt du, wo ich hier einkaufen kann? Falls es um Essen geht, frag ihn dir. Weißt du, wo ich hier einkaufen? Falls es... Du bist der junge Bursche, der ja halb tot aus Skalitz ankam. Wieso fragst du? Weil die Burgherrin nach eben diesem Kerl gesucht hat. Ah, ich werde gleich zu ihr gehen. Danke. Tu das. Lass sie nicht warten. Muss ich zur Herrin gehen? Ich habe jetzt keine Zeit, Herrin. Ich muss Leid beklauen. Beziehungsweise da müssen wir noch ein bisschen... Wir müssen noch mal ein bisschen 3-4 Stunden lang schlafen, bis die mich aufwachen da. Was deren denn die? Die haben alle besoffen, wenn du mich fragst. Das ist ein Wahnsinn. So, dann schlaft man mir bis um 10 Uhr Vormittag. Das ist eine gute Zeit. 10 Uhr Vormittag ist eine gute Zeit. So. Bürger 25 plus wird von seiner Herrin gesucht. Das kann da ein bisschen schneller gehen, gell? Aber gut, da muss ja der ganze Tagesablauf von den ganzen Personen berechnet werden und so. Verstehe, dass das ein bisschen dauert. Das ist okay. Das ist okay, das kann ich durchgelassen. Kann ich so durchgehen lassen. Haben wir's jetzt. Los geht's. Speichern tut's auch gleich, das ist auch immer ganz gut. Oh, was essen müssen wir? Schaust du mal in der Inventar. Was haben wir? Nahrung, Käse. So, schauen wir mal noch durchs Fenster. Ah, jetzt ist keiner mehr drin. Das ist gut. Ah, da ist ein Tier dann offen, wenn keiner drin ist. Das ist auch gut. Da verstecken wir uns. So. Da gehst her. Kistel. So, schauen wir mal. Irgendwie. Haben wir es nicht geschafft, aber das kriegen wir schon noch. Wir müssen diese Wappenröcke da rausklauen. Das ist unser Primärziel. So, müssen wir noch hergehen. So, da ist ja jetzt immer offen und es ist keiner drin, das ist gut. Das heißt, wir können das immer instant probieren. Hahaha, wir haben so brutal. Oh! Grüezi, fix da sein Burgfotzen-Apache. Burgfotzen-Apache. Max, der Gewamper, die Firma dankt. Merci dir. Sperr halt einfach die Tür mit dem Dietrich zu. Weißt du, der Herr Kulzer hat immer gute Ideen. Der Herr Kulzer, der hat einfach gute Ideen. Da kannst du sagen, was du magst. So, das einzige Problem ist, in dieser scheiß Kisten sind keine Wappenreck nicht. Mein Problem ist, dass die Wappenreck tatsächlich... Beziehungsweise brauchen wir ja den Schlüssel. Verdammte Axt! Den Schlüssel hat mit Sicherheit irgendeine Wache dabei. Kruzifix! Sucht mal die Wache, die Schlüssel dabei hat. Ist die vielleicht auf der Burgmauer, diese Wache? Hallo? Hallo? Schauen wir mal. Die werden wir schon finden. Ich kann das Zeug leider nicht alles mitnehmen, weil ich nichts mehr tragen kann. Also da schaut es mir jetzt gerade auch nicht so, als dass da irgendwo weitergeht. Da kann die Karten schon noch ein bisschen detaillierter sein, gell? Schlussknochen schwer. Das ist alles nix. Die Röcke sind ich nur muss drin, etwas zu essen wenn die besorgen. etwa Langsam knurrt auszieht. der Magen. Das macht natürlich auch Sinn. Aber ich soll sie ja aus der Vorratskammer klauen. Und die ist da unten drin. Also da glaube ich jetzt schon, dass wenn ich da dort bin,
dass das dann hinhaut. Aber ich muss den Schlüssel für diese Kisten klauen, weil ich sonst nicht in die Kisten reinkomme, weil das ein schweres Schloss ist. Und ich muss die Wache finden, die den Schlüssel hat. Ach Gott, Und allmächtiger. die Wache ist offensichtlich er. Hey du, lass das! Achtung, ein Dieb! Jesus Christus, ein Dieb! Hör auf, hey! Scheiße, ein Dieb! Dieb! Keine Bewegung. Okay, das wird nicht hinhauen. Ich sag's euch, wie es ist, wir gehen mal zu Herren. Da meine ich, müsste man noch ein bisschen skillen. Füll im Alkohol essen, dann geht's leichter. Vielleicht kannst du es ja wieder jemanden bestechen. Das stimmt auch, ja, das kann man natürlich auch probieren. Das heißt, wir schmerzen jetzt nochmal schnell mit ihm nochmal, dass wir das mit der Herrin haben. Ja, bla 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 bla. Geht es irgendwann in den Händler? Nein, das haben wir schon. Okay. Gut. B. Also dieser Gaby-Typ, dieser Gaby-Mensch hat offensichtlich den Schlüssel. Wo ist der gelbe Mensch? Gelber Mensch, bist du da drin? Nö. Aber der muss doch da ganz in der Natten sein. Über mir muss er sein. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Gelber Sepp. Draufgeschissen, gehen wir zur Herrin. Ah, da ist er. Nein, das ist er nicht, oder? Ist er das? Wieso? Kann ich da eben auf Stehlen drücken, wenn ich da hingehe? Also ich weiß es auch nicht. Müsste schon gehen, hast dich ja einfach sehen lassen. Ja, das stimmt schon. Das ist korrekt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das aufs erste Mal hinhaut mit diesem Scheißsystem, die ist halt auch bei 0. Deswegen werden wir uns jetzt einfach einmal... das ist der Stallmeister. Was zur Hölle machst du da? Also vorher war er in der Kirche. Pass etwas besser auf. Wir schmerzen jetzt mit der Herrin. Ich glaube, das bringt uns weiter. Herrin! Schaut, ich sitze mir sogar zu dir zu. So ein komfortabler Kerl bin ich. Kann man da mit dir reden, ja. Der Herr schütze dich. Was benötigst du? Stimmt. Wir haben eine da, um die Leute zu beklauen. Bin ja ein Bayer und kein Pole. Hat nicht ich gesagt, hat der Nathan XGW auf Twitch gesagt. So. Ich hörte, du willst mich sprechen, Herrin. Das stimmt. Du musst mir bei etwas helfen. Was kann ich tun? Meine Base, die junge Sophie, wird bald heiraten. Für sie beginnt ein neues Leben und ich will, dass sie einen herrlichen Tag hat. Ich brauche ein paar Geschenke für sie und du wirst sie für mich beschaffen. Herrin, aber warum ich? Ich würde ja den Kämmerer damit betrauen, aber er besitzt keinen Funken Geschmack. Ausgeschlossen. Und es heißt, dass du dich jeder Herausforderung stellst. Ist es nicht so? Was ich da über für Aufgaben krieg. Es wäre mir eine Ehre, Herrin. Hole folgende Dinge für mich ab. Ein Diadem aus Sasau, erlesenen Wein von einem Händler in Ratay und ein Pferd aus den Uschitzer Ställen. What the Wo fuck? genau soll ich den Wein abholen? Bin ich der Scheiß... Bei Konrad Hagen in Ratay. Er ist Scheißklumpneger. der Einzige in der ganzen Region, der einen wirklich guten Tropfen beschaffen kann. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ja, aber du Hier, kannst doch nichts bitte. tust, wir saufen. Das sollte ausreichen. Ah, sie gibt mir quasi Kohlen dafür, oder wie? 19 Groschen. Und was ist mit dem Und Diadem? was ist mit dem Diadem? Aus Sassau. Ich habe es in Sasau in Auftrag gegeben. Sasau. Aber nun hat man mir geschrieben, dass es länger dauert. Ja, dann kann ich es aber auch nicht Stellen abholen, Sie wenn es so sich länger das dauert. vor. Die Hochzeit steht bevor und ich brauche das Diadem. Besuche Meister Jerome von Schlesien und hole es ab. Jerome. Du sagtest, ein Pferd aus Uschitze? Richtig. Ein wundervolles Tier. Warte nur, bis du es siehst. Dietrich wollte es selbst herreiten, aber er wird sich noch das Genick brechen, wenn ich das zulasse. Das käme nicht Du so. hingegen, so jung und voller Kraft. Herrin, ich bin mir nicht sicher, was du Wein, möchtest. ein Pferd und ein Diadem. Das schaffe ich. Hab Dank, Heinrich. Ich wünschte, ich könnte anderen hier genauso vertrauen. Weißt du, was mit dir mal kann? Du kannst mir am Hut steigen mit deinem ganzen Scheiß, oder dein Trick selber. So, was du ich sag?
Wir gehen mal wieder der Hauptquest nach. Wir rennen doch da jetzt nicht umeinander und sagen mit der ihren Scheißdreck ein. Bist du deppert? So, wir müssen irgendwo da oben. Nach Rattay, da waren wir schon. Schnell reisen, meine Damen und Herren. So, wer ist denn überhaupt alles noch wach? Die wir eindeutig die Herren machen. Ja, das ist klar. Ein Wanderer? Nein. Ein Wanderer, den ignorieren wir. Das heißt, wir können da auf unsere Schnellreisen auch immer wieder unterbrochen werden, quasi. Von irgendwelchen Banditos und Matzen und was weiß ich. Tod am Wegesrand? Was ist da los? Tod am Wegesrand? Du hast doch schon wieder einen umgebracht. Sag's, was ist? Der Rüpel! Rüpel! Wieso kann ich ihn eigentlich nur noch stehlen? Sollen wir den nochmal bestehlen? Ich weiß doch auch nicht. Hallo? Was ist denn? Wir hätten eigentlich mit dir reden. Was ist denn da jetzt los? Ah, Rehfleisch. Das nehmen wir mit. Ah! Jetzt kommt er. Was hast du vor, Wilderer? Ich bin kein scheiß Wilderer. Wovon zum Teufel sprichst du? Pferdescheiße! Du bist voller Blut! Ja, ich würde von Kommando befallen. Blut. Ein paar Kumanen haben mich überfallen. Und jetzt willst du mir diesen Mord anhängen? Die Gegend hier ist in der Tat nicht Ich bin sicher. aber ein Also gut, Redekunstmann. ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Die Frage ist aber, was machst du eigentlich hier? Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Worauf will ich hinaus? Ich glaube, du warst das, du Motherfucker. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut, ich war's. Ich brauchte was zu essen. Die Kumanen und die Banditen haben uns doch völlig ruiniert. Du musst das niemandem Die sind schon sagen, sehr einfach weißt zu du? durchschauen, muss ich sagen. Und du wirst es nicht bereuen. Da wir mir eine Geldnote sind, na schön, gib mir Geld und ich lass dich gehen. 25 Happen Groschen. vertragen. Ich könnte einen Happen vertragen, sagt er. Nahrung, haben wir uns doch noch ein bisschen an Käse. Käse, Käse, Käse. So. Ist das dein Ernst? Und weiter geht's. Wo müssen wir denn überhaupt gleich wieder hin? Schenko, da müssen wir her. Wir müssen mit dem Ratzig sprechen. Und mir düst mir jetzt einmal sauber da. Die Konversation kommt mir bekannt vor. Ja, das ist dieselbe Konversation, die wir mit der Tussi da hinten geführt haben. Also das heißt, bei so einem Wanderer können wir immer mal schnell 25 Groschen. Ja, Herr Wanderer, lass mich in Ruhe. Schnellreiseort. Meine Damen und Herren, servus, ich bin der Heinrich der Lappen. Lasst Halt. mich eintreten. Wer bist du und wohin willst du? Heinrich, der Sohn des Skalitzer Schmieds. Ich möchte zu meinem Lehnsherrn, Ratzig Kobilla von Dwojitz. Sicher. Dwojitz. Und ich bin der Papst. Was willst du von seiner Lordschaft und wieso glaubst du, dass er dich empfängt? Weil ich der Heinrich der Lauch bin. Hallo. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. The Promise Also Ring. gut, geh Habe die schon. Ehre. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Sag ich doch, der Redekunst-Skill ist bombengeil. Da kommst du überall rein, du kannst Leute überreden. Das ist gut, das macht das Leben schon sehr viel einfacher. Jetzt war es einmal ganz geil, wenn wir einen Händler finden daten oder so. Neuer Kodex-Eintrag. Du hast entdeckt, einen Schmied habe ich entdeckt. Aber noch wimmelt es überall von seinen Schergen. Was da es gibt? Ich bin kein Kämpfer. Abgesehen davon gibt es keinen Grund, jetzt zu gehen. Die Sachen sind Lager haben wir Nicht, dass sie entdeckt. das können. Und wovon sollen wir in der Zwischenzeit leben? Was es gibt. Der Landstreicher. Reden wir mal mit dem Landstreicher. Was Glück der und so zu Gesundheit. sagen hat. Wieso lungerst du hier Wieso herum? lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Diese scheiß Taschendiebe. Astera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. So. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören,
gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Wieso muss ich nicht mehr Leid Was sagst du? beklauen? Ich mag nicht Leid beklauen. Ich bin kein Dieb. Such dir wen anders Ich sind mit Rüllos mit einer Klauerei. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Ja, Hilfe und andere Leid beklauen ist aber, haben aber jetzt zwei Paar Stiefel, du anreidiger Teufel. Schau, dass du schleichst. Das ist ein Wahnsinn mit dir. Muss ich mich jetzt wieder da einschmerzen? Kruzifix. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Ja, wenigstens Kinder mit. Er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Ratay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Ja, das ist mal gestohlen worden. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Heinrich ist einfach so ein unfassbar geiler Name. Was passiert, wenn ich das Viertel klaue? Oh, kann ich nicht klauen, schade. So, Herr Ratzig. Herr Ranzig, hallo, kannst du mir die Treppen aufgehen? Hallo? What the fuck? Der Probi-Stream, merci für deinen Host. Da ist einfach mal ein Scheißhaus. Voll jetzt durchs Scheißhausloch durch, ernsthaft. Hallo? Ja, fast. Der Fuß steckt schon drin. Na, Schlossknacken mag ich nicht, ich mag zu meinen Ratzig. Hallo? Oh, privater Bereich. Kich, brauchen wir auch nicht. Wo ist denn der? Ist der unten? Ist er oben? Ist er unten? Ist er oben? Ich weiß nicht. Da schaut's gut aus, da schaut's gut aus. Herr Ratzig! Was tust du da? Was tust du da? Ich renn dir über den Haufen, weil du zu blöd im Weg stehen bist. Nicht im Weg stehen bist. Der Wächter. Was führst du hier im Schilde? Pass etwas besser auf. Ja, Kruzifix, weil sie da soll sie eben auskennen da drin. Was zur Hölle machst du da? Herr Ratzig, hallo! Ja, mein zukünftiger Sohn heißt auf alle Fälle Heinrich. Heinrich der Erste. Kruzifix, wo wird denn der sei? Ganz oben drin, hä? Geh auf die Seiten, du hol den Nasch. Warum kann man da nicht Treppen aufgehen? Hallo? Geh halt Treppen auf. Also, Kim, bitte. Wenn das nicht einmal funktioniert, dann fällt's wirklich himmelweit. Hallo? Möchtest du mich verarschen? Schönen guten Tag, mein Name ist Heinrich der Lauch. Und tschüss. Dero Gnaden. Haben wir schon da. Ich sage euch allen Ernstes. Pfeife mal. Vielleicht unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt. Hanusch der Humpen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratay genug Platz und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Ich verstehe nicht, warum diese Cutscene mit nur 25 Frames läuft. Ja, gut, jetzt 30. Das ist so schade. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber nun, die Städter und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden Ich habe müssen, einen bis Standard, sich die Lage weil ich schon wieder gefragt werde, ich habe ein Standard-Thorwab-Gerät 100 Watt und ich dampfe Copycat mit der Geschmacksrichtung Suizid Cat. Ungern, aber ich verstehe es nicht. Vanillepudding mit Nicht nur Erdbeers. für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde.
Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Suicide Warum in Cats. Gottes Namen muss er sich dieser Lecker, Barbaren lecker Miezi. Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon Da ist wirklich ein wahres Wort. Sigismund ging Geld ist die Münzen Wurzel aus. allen Übels. Da er Auf dem keine ganzen Ritter zahlen konnte, Scheißplaneten. rekrutierte er diese Hurensöhne. Genau so schaut's aus. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte Sepp uns Bosch, Silber. 25 plus. Sie fix, ich vor jetzt Blärme kaufen, Was weil mir willst sonst du? mehr Uli schluckt. Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde. Warte, das ist Heinrich. Hallo, ich bin der Heinrich, der Lappen. Heinrich, der Der Heinrich, der verschwand, Lauch. obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Talmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Das ist doch ein Liam Neeson sei, Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um Stimmt, dich zu oder? retten. Voll geil. Ha, Krass. da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter, sie war es ebenfalls. Ja, Sie okay. verdienen ein christliches Frauen Bekenntnis, und Geld gelang sind es die dir. Wurzel allen Übels. So. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen Dieses Mädchen, Dresel! Woo! Mädchen? Resel! Die Müllerstochter, Therese. Resel! Die Müllerstochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Erzähl doch du mir eine gute Geschichte, du fetter Lenkte Hurendepp. sie ab und brachte mich nach Ratay. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Ja, der Robert. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem, eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch. Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Was reden die Aasfresser eigentlich für einen stürzen sich gewiss auf so belanglosen einen Bullshit? ab und Ganz hinterließen ehrlich. nichts als Knochen. Hashtag Resel die geile Und Matz. ein Skelett Hashtag gleicht Resel zickt dem der Schürzlass. anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tataren unterscheiden, meine Herren? Sei es wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert? Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Tja, ich bin nicht Heinrich, Junge, der ich verlor Stahllauch. ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Ja. Waffen, ein Pferd. Ja, Oder willst du Österreich. dich beim Würfelspiel rächen? Ja. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit. Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Halt doch dein Maul, du schaust aus, als hättest du einen Stecker im Arsch und dir das auch noch gefallen. Was möchte der von mir? Schau doch mal den an. Sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Ja, wenn er kann, mit dem Er Stecker im muss Arschloch drin. gemaßregelt werden. So ein Aber wie Depp. bestraft man jemanden, Was? der alles verloren hat? Hm? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Ich bin kein Aber Knecht, ein ich weiser bin Mann ein weiß Lauch. Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Ja, da war ich auch nicht abgeneigt, hallo? Er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Du bist Warum dumm voll. nicht? Der ist doch besoffen, schau Man dir doch macht den doch Mönch aus an, der ist Schweinen randvoll. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Mach Schmied, doch aus und die Schweinenpfarrer. Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Darstellungsentfernung. Oh doch, das werde Das ich. kann ich mal, das schauen wir jetzt dann gleich einmal nach. Aber das hat ja in dem Raum da drin nichts zum Tor Oh, wie wahrscheinlich. es scheint, oder? ist dir das Die Glück heute doch Darstellungsentfernung. noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr.
Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der Iren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Ja, jetzt lernst du mal was. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Bernhard. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Ah, das ist der mal Verlass nicht. dich darauf, Herr. Hast Ich du mag ein gehört, bisschen Heinrich? hier. Enttäusche mich nicht. Ich mag ein bisschen mit dem Schwertal mag ich was lernen. Vielleicht kann man dann endlich einmal schneller zuhören und so einen Scheiß. Das war einmal vielleicht ganz nett. Begibt ihn ab Hirgstein für den Allianz bei Herrn Ratzig. So. Einstellungen. Vegetations. Das stellen wir jetzt einfach einmal alles auf die Hälften. Ja. Ja. Bestätigen. Ja. Wir haben jetzt gerade genau 36 Frames gehabt. Jetzt haben wir 39. Ja gut, ist ja wurscht. Es hilft sowieso nicht. Ich glaube, dass wir da nicht mehr außerkriegen. Ohne Fleiß kein Preis. Was heißt das? Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernhard. Bernhard. Oh, der Übungsplatz, der ist meilenweit weg. Aber da können wir schon hin. Da können wir da hinten aussehen. Ja. Also rennen wir einmal durch die ganze Stadt durch. So. Los geht's. Ja, das hat jetzt sagenhafte 2 FPS gekriegt. Also gut, in der Stadt habe ich 40. Mit 40 ist es einigermaßen spielbar. Manchmal ist es bei 50, manchmal ist es bei 30. Und manchmal droppt es halt echt auf 15 oder 20 und dann ist es halt Da fragt mich ernsthaft jemand, ob ich Passau kenne. Also ich weiß es auch nicht. Wer kennt Passau nicht? Selbst nicht Bayern kennen Passau. Der Bumsen Bernhard. So, durch die Stadt. Jawohl. Los geht's. So, ein Minimap war toll. Ich weiß schon, momentan geht der Trend eher dahin, dass in Spiele eigentlich kein Minimap mehr gibt. Aber ist eigentlich auch gut so. Eigentlich ist es gut so. Ist einmal was Neues, ist einmal ein bisschen ungewohnt. Oh, ich habe einen Schuster entdeckt. Was kann der? Der macht mir Schuhe. Wer bist du? Du bist komisch. Geh weg. Muss ich mein Headset kurz anstecken. Oh Leute, nein, das Spiel ist noch nicht gerade gut optimiert. Ne, das hast du richtig gesehen. Also, das ist auch der einzige, bis jetzt der einzige Negativpunkt, den ich dem abgewinnen kann. Das sind einfach nur ein paar so kleine Bugs. Gut, da kann ich drüber hinwegsehen. Das ist das erste Spiel von dem Studio und so weiter. Alles gut, alles cremig. Aber die Performance ist nicht gut. Ja, da gibt's, wenn man Noten verteilen müsste, da gibt's einen 5er. Einen glatten 5er. Ein 6er ist es nicht, weil es ist spielbar und es geht, es schaut gut aus und so, aber Performance setzen 5. So, wo sind wir? Sind wir eh schon fast da. Ein Schnellreiseort haben wir auch entdeckt. Und jetzt kämpft man noch schnell. Jetzt so der Kampfplatz. Da muss doch da sein, oder? Hallo? 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 Muss ich auf den Typen vielleicht warten? Warten wir halt einmal eine Stunde. Da warten wir jetzt einmal eine Stunde. Vielleicht ist er dann da. Ja, sag ich doch. Sechstes. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir mir diese Kampflektion einnehmen, ja, bevor wir mir diese Kampfsache einnehmen, nehmen wir uns einmal 5 Minuten Zeit und gehen wir mal allesamt aufs Klo. Ist das was? Ist das was? Sind wir ja schon wieder seit 2 Stunden und 20 Minuten. Das ist so unfassbar krass, wie schnell das Zeit vergeht, wenn wir mit zocken und nicht bloß schmatzen. Das ist wirklich Wahnsinn. Kali schreibt, die ersten Spiele sind immer die besten, meiner Meinung nach. Ja, das ist richtig, weil dann meistens nämlich die Geldgeilheit einsetzt. Ja. Aber gut. So. Na, das wollten wir nicht. Das wollten wir. Die Frage ist bloß, was hauen wir rein, währenddessen jeder zum Bieseln geht. Da kriege ich schon wieder einen Haufen Nachrichten. Ich habe heute auf Facebook irgendwie alle Freundesanfragen mal angenommen, weil es eh scheißegal ist. So.
Ich nerv euch einfach auch mit meiner Musi. Ist das was? Saufer Kegelschein. So. Okay. Was haben wir da? Da haben wir das. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüßen wir noch schnell an Sven Hüttner. Habe die Ehre, Herr Hüttner. Der Murtag, dein Musi, eine Curry King-Werbung war der Hit. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob das funktioniert. Das müsst ihr mir jetzt sagen. Ich möchte das jetzt gerne mal ausprobieren. Ich habe da nämlich einen Knopf gekriegt, der heißt Werbescheiß einblenden. Jetzt pass auf, und mich würde interessieren, ob das funktioniert. So lange bleibe ich noch da. Werbeanzeige wiedergeben. Funktioniert das? Ich kann das Streaming einfach fortsetzen. Habt ihr jetzt irgendwo eine Werbung gesehen? Keine Ahnung. Da drücke ich jetzt einmal drauf und dann nie wieder. Mich interessiert es bloß, ob es geht. Wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gehen jetzt da in mein Dashboard und dann macht man hier so und dann macht man mir mal schnell 5 Minuten Pause. Ist das was? Ist das was? Dann soll ja mal jeder jetzt, in 5 Minuten bin ich wieder da. Bis dahin schauen wir uns die so. Dürft ihr euch ein wenig eine Musik hören, einmal mit Ja genau und einmal mit Backern. Viel Spaß dabei, ich bin in 5 Minuten wieder zurück. Ja genau, und das nächste Mal, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ziehe ich mir sofort die Hosen an. Und das Auge hör mal auf und das Laufen fangen wir an. Und weiß uns untergegangen, hängen wir 1 Kilometer schwimmen drauf. Fleisch isst man auch kein Schwer, so sterben die armen Viecher aus. Und ich so, ja sicherlich. Ja genau. Und wenn ich hocke, dann hör mit Wohnung auf. Bin übermotiviert und trage einen Trick zur Tonnen aus. Der Papier von Biomüll, das steht noch nicht so Gaudi drauf. Ja sicherlich. Ja genau. Lieber Heid, mach mal geil. Hungerfrei, nur zum Dorn, was Teig kannst du besorgen, das verschirren wir nicht auf morgen. Ich zeig mir da Arbeitshosen an, meine Jogginghosen auf. Ja sicherlich. Ja genau. Ob jetzt wieder auf unser Gesundheit geschaut und nur noch Bio kauft. Kostet das dreifach hier, aber Kleidung, ich brauch's. Hauptsache Schatten ist warm, auf unseren so schöne Viecher drauf. Ja sicherlich. Ja genau. Sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja sicherlich. Ja genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Stimme zu? Ja genau, aber sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja sicherlich. Ja genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Und dann ist Wochenende, das meine Lust mal aus. Sonntag geh ich brav in die Kirche, da steh ich extra schon um 8 Uhr auf. Steh mit 2 Stunden Kick und koch sauber einen auf. Verschwein das Knödel mit Kraut. Ja, sicherlich. Ja, genau. Doch dann der Maul, Acke her, mal doch auf. Wenn sie der Pops kein Hagelstecker vor meinem Kirchegeld kauft, der Pfarrer zückt da keine Kinder aus. Wenn's da fällt, noch Zeus, Betz, du glaubst. Ja, sicherlich. Ja, genau. Und es auf, ey, auf. Wir trinken wieder Ips, nur der Bio, nein, und Schweppes, keine Jager mehr auf. Jupp, und nächsten Montag steh ich gemütlich auf, mit der Fit und schau gut aus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Und dann her ins BD, nur ein bisschen Fernseh schauen und mit ein bisschen Glück und Zeit, dass er mir wieder die Ohren taucht. Ja, ich weiß nicht, was du glaubst, hängt wie scheinlich draus. Und ich so, oh, ja, genau. Sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Stimme zu? Ja, genau, aber sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Sei nicht so laut. Oder ich wohne und kann's mal erlauben. Endlich mal auf. Na, du weißt es nicht braucht. Für Kinder und Bauderhaus. Oder ich geh mal rustige Nägel ins Knie hauen. Wo sie mir eigentlich erlauben. Was wird heute dein Maul? Sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Stimme zu? Ja, genau, aber sei nicht so laut, hör endlich auf, geh Kinderbauerhaus. Ja, sicherlich. Ja, genau. Wo sie mal erlaubt, wie schaust du aus, weil sie so nicht braucht. Sei nicht so laut und renn endlich mal auf. Krieg Kinder und bau ein Haus. Und wo sie mir eigentlich erlaubt. Was wird heute dein Maul?
better have mein Mocker. Oh, der Waffen bist du, komm mal lieber hoch. Ein bisschen ein Lächerl drum. Ein Scheiß der Kriegsschaufel. Wenn ich ein Verhaus anschaue, heb ich ein Loch aus. Vergrab mich traurig in Kasper und bau ein Klo drauf. Ich weiß schon, warum die deine Frau lebt, bloß aufhaucht. Brauchst halt die Ohren, die geschnurrt, ja, bloß anschauen. Ich pack einen Backer und grab ein Lecherl. Für Wetter wird schon gegangen, für ein Fegel. Wie können wir das regeln? Da schlagt ihr mit dem Bredel. Da sauft ihr in einem Maskrad und da wirft ihr mit einem Knädel. Mir juckt Eierträg, nee, das Bob jetzt ja grad. Wenn ich's wissen wollt, dann frag ich schon an August der Not. Und der Ossi wundert sich, warum er bei uns und nichts geschmeckt hat. Sitzt im Biergarten, frisst Leberkäse mit Ketchup. Wenn du selbst wurde die Idee mit 15 Weiße, dann zeigst sie, bin danach und sag, Bitch, entschleich dich. Der billige Bettel-Scheiß klauen für euch Spackos leid. Gehört, traut ihr, ich Backer und vergrab euch. Ich kauf mein Backer, wenn ich groß bin. Und grab euch ein Loch, so wirft das sagst du, da gekickst es. Ich kann schaufeln, bis ich tot bin. Ein Lecherl, so groß, du sagst gelöst. Ich muss backen, backen. Du dreh auf und muss weg. Du kannst dich Schleicher, oder ich vergrab. Ich muss backen, so wie ich das sagt. Und der Ohrlicher nicht. Es gibt leider nicht viel bei euch, vor denen ich mich verneige. Und er ist schwarz, die Ohren ergreifend und erlangt so der Teufel. Für das überbliebene zeige ich und das meine oder weit. Du sagst, die Sonne ist vielleicht, ja, ich sag aber nichts Gescheites. Gibt da, wo ich betteln kann, bin fast im Battlebar. Ich baller der Flows in dein Face, bigger a Gatling Gun. Und was ich mach ist so, Bavaria. Der ganze Dreck's mehr so, mir ist doch wurscht, was das Pause sagt und denkst. Und setzt du schon mehr Food woanders als auf deinem Bildschirm gesehen. Jetzt muss ich noch loswerden, er sagt, die warten noch Quatsch. Wird super, wenn man Bier nicht bloß saufen, sondern auf Regeln kann. Jupp, aus ist in den Außen zu markierten Horten. Ich hab Bock auf Backern, kannst du gar nicht mehr worten. Du kommst mir grad recht, du bist mir die lieber Sorten. Komm vorbei, vergrab dich, hinten im Garten. Ich kauf mein Backer, wenn ich groß bin. Und grab euch ein Loch, so wirft das sagst du, da gekickst es. Ich kann schaufeln, bis ich tot bin. Ein Lecherl, so groß, du sagst gelöst. Ich muss backen, backen. Du dreh auf und muss weg. Du kannst dich Schleicher, oder ich vergrab. Ich muss backen, so wie ich das sag. Und der Ohrlicher nicht. Jetzt wird es halt allein zu größern voran. Wie geht die Battle, Leute, ich weiß nicht. Aber ich glaub, dass du träumst. Oder du checkst nicht, was passiert. Mein Backer eskaliert. Und wenn er kommt, wird dort der Ossi-Beitel abrasiert. Du bist der Ettinger Motherfucker. Und ich verglob dir, weil ich's kann und weil ich Bocker. Aus euch Treu sind Gangster wie der Schweinesmucht. Und weil's nicht schmecken kann, vergrabe die Scheiße in einem Loch. Ich kauf mein Backer, wenn ich groß bin. Und grab euch ein Loch, so wirft das sagst du, da gekickst es. Ich kann schaufeln, bis ich tot bin. Ein Lecherl, so groß, du sagst gelöst. Ich muss backen. Du dreh auf und muss weg. Du kannst dich Schleicher, oder ich vergrab. Ich muss backen. So wie ich das sag, und der Ohrlicher nicht. Dass man da nicht einfach so auf Pause drücken kann. Oder den wollen wir uns alle miteinander ganz fett im Kalender. Panic Boom! 80er! Heute Amiga Commodore Zeit für Kitten Mortal Kombat noch. Bitte legen Sie das Jagdsein an. Und da war das geil, dann hat's erst richtig Kopf an. Ein Gameboy mit Tetris, nix anderes haben wir auch gelernt. Den besten Freitag, ja. Bis er nie erst dabei kam. Street Fighter 2, Freund, das wurde ein Bredel einschlag. Und Secret of Mana, das beste RPG, das jemals gegeben hat. Haben das halt kein Real Life für euch kein richtiges Link hat. So sagt es vielleicht ihr, wir sind das anders. Wir leben uns auf die E-Taste beim Headshot und Ballern. Aber in Bullets noch bitte für die Kids. Gibt nichts Geiles, wenn's den Cheater ohne Cheaten zögst. Das mag es nur am Prüfen, weil ich im Keller und nie draußen bin. Tja, der 4 kann ich heut, alle Zellerteile auswendig. Außerdem, was da die draus XP wollen sie nicht von selber auf. Deswegen hab ich auch gegessen, die Bammes löst du Hüpsterbau. Ich bin faul und draußen wird man unnötig braun, Mann. Sonst du sonst bewegt. Das Problem mit Headshots geben. Es soll sie geht, ich sing, in unserem Leben bewegt. Cheater, cheaten, slay.
jugendfrei bleiben. Tomb Raider nicht vergessen, oh, da war die heute geil. Jeder wollte doch insgeheim die Datteln angreifen. Aber Nintendo war nicht vorbei, sag bloß Ocarina of Time. Mein Antwort war dabei, aber jetzt 3 Monate lang keine Zeit. Und mit 3 Kumpels GoldenEye, Mario Party so als Dreier. Du warst nur richtig gut, wenn der 3D-Stick so geil gleier. Oh ja, was hab ich das für ein Controller gegen den Wind gefeiert? Das Sounds bewegt. Das Bombenlegen, Headshots gegen. Das Sonstige, das singt in unserem Leben bewegt. Das Sounds bewegt. Das Bombenlegen, Headshots gegen. Das Sonstige, das singt in unserem Leben bewegt. C-A-S-D. Internet und Multiplayer, weil es eskaliert's nur noch. Das erste Mal nimmt mich tatsächlich der erste Kack nur Hurensohn. Weil ich geht für die Hützshow, denn das Lustige an der Geschichte ist, ich kann alles was besser und schwer als ihr Gruppen und der Gichtel. Du bleibst cremig und cool, wir COD-Kinder mit Juicy, aber 25er Kriegszug und ein Nuke für euch nu. Hauptsache man kauft DLCs, was selber nix verdienst, dabei war's da Apps, aber ein Tipp für die. Kauft da keine Skins, kauft das Geld. Mehr Antwort für Lebanese, Katharina mit dem Pentakill. Du wirst zum Flaming Kind, weil kein Jungler Karen Kind, aber nach 1000 Wins sind was bei Carries richtig skillt. Oh, du kannst nicht hacken mit Ideen, der Gang sind mal von Support. Ich bin blinde mit einer Hand, gegen euch Triad Kitties, sag jetzt zu mir, sag ich wie für APM in der Racer Keyboard Tackers. Ich zwing dich zum Ragen, bis dein Bildschirm flackert. GG, easy noob, slash dance, motherfucker. Sonstige, das Sounds bewegt. Das Bombenlegen, Headshots gegen. Das Sonstige, das singt in unserem Leben bewegt. Das Sounds bewegt. Das Bombenlegen, Headshots gegen. Das Sonsige, das singt in unserem Leben bewegt. C-A-S-D. Tja, vielleicht sollte man das Mikrofon einschalten. Vielleicht hört man dann auch was. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer ist denn überhaupt noch da? Hab schon gesehen, es hat jetzt knapp einmal schnell 100 Leute rausgeschwappt. Aber, hilft dir nicht, eine Stunde der noch. Du bist muted, mein Sohn. Ich hab's schon gelesen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich jetzt da quasi, weißt du, ja, weißt du, wie es ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt, ich glaube, in der Pause hauen wir jetzt immer die Muse ein. Habe ich schon gesehen, das ist ja, weißt du, hat die halt auch noch mal einen Sinn in ihrem Leben drin. Die Muse, die kann man während der Pause ein. Das ist gut. Jetzt brauche ich bloß noch, wie soll ich sagen? Jetzt brauche ich bloß noch einen Pause-Screen, damit Leute, die gerade kommen, sich nicht fragen so, hä? 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 Was ist das? Hä? Und dann weißt du das. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil ich mir gedacht habe, weißt du was, die 3 Lieder, die lass jetzt durchlaufen. Ich habe ein bisschen eine Pause, die 10 Minuten, die schon nicht. Jeder hat einmal hier schön sauber einen abstrahlen können, hat mir noch was zum Trinken geholt, hat meine Dampfe gewechselt, habe ein neues Liquid rein da. Jetzt können wir wieder ein bisschen umeinander rauchen und weißt du wie es ist, gell? So, kommt eigentlich 99 Bierli noch? Das ist eine gute Frage. Ja, also vielleicht irgendwann, ja. Mal schauen, vielleicht habe ich den Sommer mal Bock auf Musikvideo machen und Musik machen und sowas. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ja. Dann kann ich in einer Stunde auch Streamen anfangen, wie schlage ich mich mit dem Dialekt schreiben. Nicht Schreiber, sondern Schreien mit M hinten. Ansonsten tipptopp. Weiß ich nicht, den Rest soll die Community bitte bewerten, Herr Stiefen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schaut's denn überhaupt aus? Wie schaut's denn überhaupt aus? Ja, der Apache, endlich mal einer, der gescheite Sachen macht. Wir haben da schon wieder einen Haufen Kommentare. Haben wir auch knapp, ihr seid lauter Verrückte. Das ist wirklich Wahnsinn mit euch. Wie schaut's aus? Der wir weiter, oder was? Aber der Arsch von deiner Katz war auch ganz schön. Was für ein Arsch von meiner Katz? Achso, ja, vom Plötze. Ja, der ist vorn. Ich muss dazu machen. Frau randaliert im Haus. Die ist würdig. So, das war eine Sache. Nein, das war die Sache. Birgit, du bist musikalisch, ist das Beste, was ich bisher gehört habe. Haha, das stimmt nicht. Es gibt andere bayerische Musikanten, die so eine Art von Musik machen, die definitiv besser sind wie ich. Damit meine ich nicht dicht und ergreifend, aber andere. So, gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir es zum Schlägern ausgemacht, oder? Oder? Müssen wir mit ein wenig kämpfen. Der wir hier aufzocken. Kingdom Cup.
Verdammt, mittlerweile ist Nacht geworden und er ist gegangen. Verdammte Scheiße. Was tun wir jetzt? Jetzt stellen wir uns da her und warten wir bis in der Früh. Oder? Ja. Stellen wir uns jetzt her und warten wir bis in der Früh, bis Nacht, bis es halt wieder hell ist und dann wird er schon kommen. Am Plätze geht es natürlich gut. Plötzlich, ich bin gerade rausgegangen, hat er mich gleich angemaut. Der mag wahrscheinlich schon wieder was zum Fressen oder zum Saufen oder was weiß ich, was er wieder vorhat. Und dann schauen wir mal. Also ich bin auch gespannt, ob mein Trainer um 6 Uhr in der Früh da ist. Ja, also, ja. Ich habe verschlafen? Nein. Was? So, Herr Trainer, bist du da? Nein, er ist nicht da. Dann werden wir noch ein paar Stunden warten müssen. Das wird uns nichts helfen. Da warten wir halt bis um 10 Uhr in der Früh. Da warten wir mir. Schmerzt mir dabei noch ein wenig am Blättschmerz. Ich weiß es auch nicht. Warum ist denn eigentlich die Kamera schief? Kann man das einmal irgendjemand sagen? Ich brauche da mal so einen Kameraständer. Ständer. Also das ist völlig unabhängig davon. Jeder, der schon einmal da war, der kennt meine Fehde mit Dicht und Ergreifend. Das erkläre ich irgendwann anders einmal. Abgesehen davon, dass ich wirklich sagen muss, die Musi ist so langweilig, dass ich es nicht aushalte. Aber das muss ja jeder selber wissen. Mir ist doch das wurscht, was die deren... Beste Grüße. Wir müssen jetzt Kämpfer, Leute. Kämpfer müssen wir. Ja, Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Ja, Ausbildung, da bin ich da dafür. Du bist der Junge, den Herr Rat sich schickt. Warum hast du eigentlich so einen schönen glänzenden Helm und ich hab so einen Drehkaum auf? Was ist denn das eigentlich? Ich bin kein Junge. Ich bin kein Junge. Das entscheide ich. Und momentan scheinst du genau das zu sein. Ah, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Das stimmt nicht, dass ich noch nie ein Schwert... Dings. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Okay, das ist okay. Liam Neeson, das ist okay. Wir könnten einen Happen vertragen. Einen Happen vertragen? Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das haben wir gerade mitten unterm Halte es Kämpfen. ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Niemals stillstehen, wenn ich kämpfe, okay. Was soll ich machen? Mit A und D umkreisen. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. So, zuschlagen, stark an. Wähle in die Richtung aus, der irgendwas mit der Maus. Da! Nicht. Gut. Ja! Gut. Gut. Da gehst her. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal. Rechte Maus, das haben wir doch schon einmal gemacht. Das haben wir doch schon einmal gelernt. So. Ja? Das genügt. Zuschlagen, zustechen und in Bewegung bleiben bilden die Grundlagen des Schwertkampfes. Versuchen wir etwas Schwierigeres. Einen Schlag kann man leicht abwehren. Du musst deinen Gegner also unter Druck setzen. Kette deine Angriffe aneinander und halte nicht inne. Was hat denn ihr für Probleme? Zuschlagen, zuschlagen. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen. Combo! Und dann gibt's einen Stich. Und dann gibt's noch einen Schlag. Ah. Hua. Hua. Genau. Hua. Und... Hua. 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 Jetzt widmen wir uns der Verteidigung. Verteidigung? Einen einfachen Angriff abzuwehren ist nicht schwer. Sei Stimmt, achtsam das ist das und Snape aus bewege Harry dein Schwert Potter. im Einklang mit dem deines Feindes. Potter? Gut gemacht. Sehr gut. Au. Gut. Ah. Sehr gut. Ah, ich bin der Pariermeister. Nun gut, dann zeig mal, was in dir steckt. Greif mich an und halt dich nicht zurück. Oh, ich habe eine Agilität gewonnen. Ah, Combo. Ah, ah. Ah. Ah, boah. Ah. Siehst du? Zuerst locken, dann. Alter, hör auf zum Zuhören. Bist du deppert oder was? Los mit dir. Ah. Spinnt der? Ich stich dich ab, du Matz.
wie verteidigt man denn bitte einen Stich? Du mit deiner Rüstung, du redst dir leicht. Du gehst hier. Gut, das reicht. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Aber dich zum Meister Das zu ist machen nett. wird schwierig. Das ist nett. Wenigstens kannst du die Grundlagen. Versuchen wir etwas Fortgeschrittenes. Behalte stets den Abstand zwischen dir und deinem Gegner im Auge. Dies ist dein Radius. Versuch, deinen Gegner seitlich anzugreifen. So fällt es ihm schwerer, deinen Angriff abzuwehren. Wenn ich das Schwert erhebe, schlage von unten zu. Halte ich es gesenkt, presch vor. Presche vor. Versuchen wir es. Greif ein paar Mal die Seite an der ich mein Schwert nicht halte. Gut. Verstehe. Gut. Gut. Haben wir's schon, Lektion haben wir zwei. schon. Also ihr wehrt sich ja Alles, nicht, da was ist du nur bisher über einfach. das Blocken weißt, ist falsch. Wenn ich blocke, wehre ich deine Schläge leicht ab und habe die Kontrolle über den Raum zwischen uns. Aber es ist besser, zusätzlich auch die Waffe des Gegners zu kontrollieren. Greif an, dann zeige ich es dir. Ah, das ist natürlich geil. Waffen weghauen. Das ist natürlich geil. Die Waffen weghauen und Gut, gleichzeitig das reicht. zuhauen. Das ist stark. Jetzt du. Mag ich auch Der kennen. Trick ist, die Stellung zu halten. Sobald ich angreife, blockst du. Damit schlägst du die Klinge zur Seite. Nein, nicht so. Das Schwert nicht starr halten, sondern im Einklang mit dem Angriff bewegen. Nochmal. Schön. Schön. Das war zu früh. Finde den richtigen Rhythmus. Wieder Schau, zu wie früh. sich das Schwert bewegt. Also ich Bewegt muss das dich quasi wie bei gleichermaßen Dark Souls und wehr's ab. parieren. Ach, da ist doch nicht so ein kleines Schädel in der Mitte. genau. Das ist gut, das ist gut. Schön. 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 Schön, Birger. Verdammt. Gut gemacht. Gut gemacht. Wir haben ja top. Wir haben ja hier Schwertmeister Level 9000 haben wir. Gut. So, und jetzt etwas schneller. Konzentriere dich und blocke genau dann, wenn ich zum Schlag aushole. Ich schlage jedes Mal von oben zu, damit du alles siehst. Du schlagst überhaupt nicht von oben zu, du Matz. Nein, nicht so. Oh shit. Nicht so, verflucht. Nicht so verflucht. Ja, ich hab's schon verstanden. Jetzt mach. So ist's recht. Au. Gut gemacht. Oh, ich krieg Punkte in Verteidigung. Das ist gut. Die nehmen wir. Die nehmen wir. Sehr gut. Jetzt war es natürlich nur geil, wenn man das Schwert auf eine bestimmte Position hinlenken kann. Das war schön. toll. Und wenn es ein bisschen schneller geht, das war auch ganz geil. Weil, also ein 80-jähriger Rentner bin ich nicht. Jetzt hat er mir aber kaut. Gut, gut. Doch nicht. Und jetzt mit vollem Tempo. Vermutlich klappt es nicht sofort, aber das ist anfangs normal. Du musst üben. Los geht's. Ach. Haha, hopp die schon. Au. Warum sagt er nicht mehr Au, wenn er eh blockt? Aua. Hauptmann Berner. Au. Der Hauptmann Bernhard hat jetzt keine Zeit. Warte kurz, Heinrich. Ah, er schon wieder, der Mann mit dem Stock im Hintern. Grüße, Herr Hans. Herr Was führt Hans. dich her? Ich kam vorbei und bemerkte, dass du Herrn Ratzigs geschätzten Gast unterhältst. Nicht Den mag ich dasselbe nicht. wie einen Hammer zu halten. Die mag ich was, nicht. Schmied? Herr Ratzig hat es befohlen. Ich weiß. Eigentlich wollte ich am Schießstand üben. Meine Hand ist ganz steif geworden. Du hast doch nichts dagegen, Hans Stockmann. Bernhard. Keineswegs, Herr. Guten Tag, Sohn des Schmieds. Und tu dir nicht weh. Wie war's mit einem Duell, Meister? Hm? Du gehst her. Jetzt lernen wir noch was an, Kim. Ach ja, den Gegner dorthin locken, wo man ihn haben will. Es gibt noch einen Weg, Schlägen auszuweichen. Den Schritt zur Seite. Ja, den Greif mag an. ich. Ich zeige es dir. Das ist gut, das mag ich kennen.
Gut, versuch's. Weiche nicht zu früh aus, sonst sehe ich, wohin du willst und treffe dich. Dasselbe passiert, wenn du zu lange wartest. Ich werde langsam angreifen. Sobald ich meine Waffe hebe, spring zur Seite. Das bringt mich etwas aus dem Rhythmus und verschafft dir einen Vorteil. Ah, da kommen wir doch mit dem Pfeil aus. Na, das ist gut, das ist gut. Ah, Was? nein, Hä? nochmal. Nicht schlecht. Ah, Wieso denn? Falsch. Nochmal. Ah, Was nein. denn? Nochmal. Oh, das ist voll gut. Gut. Ich brauche mich nämlich gar nicht Etwas bewegen. Ich brauche bloß umeinander Versuch, parieren dich und an den umeinander Rhythmus zu ausweichen. Das ist gut. gewöhnen. Lass deinen Gegner niemals aus den Augen. Du kannst Angriffe erkennen, noch bevor sie ausgeführt werden. So ist's recht. So ist recht. Schön. Au! Schön. Und die letzte Lektion für heute. Ein Trick. Ein Trick? Hebst du dein Schwert, zwingst du den Feind zu einer Parade. Änderst du dann im letzten Moment die Richtung, wird dein Gegner nicht wissen, wie ihm geschieht. Versuch's mal. Zieh die Waffe zurück, ändere die Angriffszone und schlag zu. So hat er keine Zeit zu reagieren. Nein. Was? Bereite den Nochmal. Angriff vor, indem du wieder drückst. Wechsel dann die Angriffszone und starte den Angriff. Nein. Gut gemacht. Schön. Nicht so, verflucht. Sehr gut. Gut gemacht. Haha! So ist's recht. Ich bin der Schwertmeister Kunibert. So schaut's aus nämlich. Sieh an, sieh an. Gar nicht schlecht. Vielleicht hast du ja doch das Zeug Ja, dazu. ich bin nämlich Aber Heinrich, der nicht übermütig Stahllappen. werden. Du magst Stahllauch. talentiert sein, Entschuldigung. aber das allein ist nicht alles. Du musst oft und hart üben. Oft und hart. Oft und hart. Warte. Herr Ratzig verlangte auch, dass ich dir das Das macht Bogenschießen Resler. beibringe. Komm mit. Von nun an kannst du jederzeit den Kampfplatz aufsuchen und den Meister zu einem Übungsduell herausfordern. Das sollte man vielleicht einmal machen. Das werde ich mal in Abwesenheit des Streams machen, dass wir das ein bisschen trainieren, damit wir noch mal ein bisschen stärker sind. Was müssen wir jetzt überhaupt? Was müssen wir da? Folge Bernhard zum Schießstand. Oh, jetzt müssen wir Bogenschießen. Bogenschießen ist gut. Wo kann man eigentlich langsamer gehen? Was ist los mit dir? Geh halt. Bernhard. Kunibert mit seinem Gummischwert. Hellfire, weiß gerade merci für deinen Twitch-Follow. So, Hauptmann Bernhard. Bernhard! Komm so mal zu jetzt. Wo ist denn der Schießstand? Ist der in Niederviehbach? Wo ist der? Weiß es auch nicht. Ah, wieder, weißt der Aaron, der weiß das einfach auswendig, ja? Caps Lock. Das ist gut. Dann können wir ihm da schön langsam nachgehen. Alles ist cremig. Schauen wir nochmal. Ah ja. Wunderschöne Umgebung. Haben wir übrigens 50 Frames. Warum wir die haben am Tag, das weiß kein Mensch. Wahrscheinlich, weil das Licht halt auch dann nicht so angestrengt ist. Wer weiß das schon. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diesen Gockelhahn nicht eine saubere Bockfotzen geben sollten. Ich glaube schon. Ist einfach jetzt mal wieder lustig. Und keinen interessiert es. Man kann einfach jedem hier einfach umhauen und es ist egal. Nein, ich kann ja nicht den ganzen Tag Almosen verteilen. Ich bin ja nicht der, weißt, was mich noch interessieren hat, ist, kann ich was essen? Das Rehfleisch ist kaputt. Rehfleisch müssen wir leider wegschmeißen. Ja. Das Hühnchen, können wir das essen? Nein, können wir auch nicht. Aber wegen einem Wein können wir uns Eis auf, das ist gut. Der heilt uns ein wenig. Du hast entdeckt den Schießstand. Jetzt bin ich gespannt. Das Bogenschießen bin ich gespannt, wie dies wieder gemacht ist. Wahrscheinlich auch wieder auf super spezielle Art und Weise. Da ist der andere Lump. Da hat der Lump schon hin. Im Schießen gleich einen Pfeil in den Arsch. Wahrscheinlich gefällt es ihm aber auch noch, anstatt dass es ihn nervt. Das Fleisch hätte im Bettler gegen das stimmt. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas.
Zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Spar dir den Dank, mach dich bereit. Oh, ich hab Konzentriere Armschienen erhalten. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen 2 Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich dem zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Holy shit, das wackelt voll. Das Ding wie ein Stück Feuerholz. Verstehst du? Wenn du etwas treffen Genug willst, geredet. musst du zielen, Dort verstehst ist du? das Ziel. Versuch es zu treffen. Da, hier, Halte eine den ins Bogen, Schwarze. Ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl Oh. für den Rhythmus. Hat dir jemand gesagt, dass du Atme das beim Ziel Spannen treffen ein. sollst? Hat dir Halte jemand für gesagt, einen dass ich dir Moment gleich einen den Pfeil in den Atem an Arsch schieß? und lass dann los. Ah, okay, geht nicht. Keine ruckartigen Glückcodemeister. Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Ah, leck, das wackelt ganz schön, wenn's da Das aufziehst. Ziel anvisiert und darauf zu. Daneben, Nur Schmied. zu. Meilenweit. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir Vielleicht einen ist der anständigen Knabe Bogen blind. besorgen. Dann werden Der die Typ Pfeile geht mir so voll schnell auf den fliegen, Sack. dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du Daneben, ihn nicht mehr Schmied. brauchen. Meilenweit. Du nervst mich. Na, da fliegt der Pfeil wieder durch einen durch. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Grützi, fix, das jemand zieht gesagt, aber nach dass links, du wenn ich das auslose. treffen sollst? Dann ziehen wir halt weiter nach rechts. Schön geschossen. Schön Übe noch ein geschossen. bisschen und mach keine Dummheiten. Ha? Haben wir 3 mit getroffen. Siehst du das? Es war halt geil, wenn das Das nicht war so... gar nichts. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Aber du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Der ist Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja Der nicht möchte das erste definitiv Mal. Stress. Was hast du gesagt? Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, Korrekt. jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Nicht am Immer mit Schandstock. der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Ja, das kann ich. Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Mehr Gut, als genug. Dann lass uns anfangen. Ich werde gnadenlos verlieren, ich sag's euch, wie es ist. Muss jetzt da einfach geschossen, oder was? Ich hab doch aber einen besseren Bogen. Rustikaler Eschenbogen. Und was haben wir da? Sehr leichter Bogen. Dann nehmen wir einen Eschenbogen. So. Der ist mir lieber. Jetzt lassen wir den Bogen raus. Jawohl. So. Na, hier. Haben wir schon drauf. Ein bisschen niedriger. Ja, ein bisschen her. Hahaha. Ne. Das ist gar nicht so einfach. Fei. Das wackelt ganz schön umeinander. Das Ding rückzuhalten ist fast unmöglich. Scheiße, jetzt hat er gut getroffen. Nein, jetzt haben wir daneben geschossen. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Ach, der Herr Hans ist ein Hab Fatzke. Dank, Bernhard. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oh Mann, Oder das, muss ich dich noch das, einmal das muss ich daran mir also erinnern? gefallen lassen. Das muss ich mir also Herr gefallen Hans, lassen. muss das sein? Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Einen Punkt hätte ich noch braucht, dann war ich zumindest gleich aufgewinnen. Verdammt. What the fuck? Ja. Ja, lass mich vielleicht erst einmal... Was? Ja, was? Aber.
Sag mal, für was blockt denn ich? Verdammte Scheiße! Stop it, Jake! Das ist gar nicht so einfach, wenn der schnell ist. Die hauen halt aber auch alle schneller zu wie ich, gell? Leck mich doch! Ja, fuck, jetzt hab ich anvisiert. Na, den kriegen wir schon noch, den Teufel. Verdammt! Ah. Wieso konnte der so schnell zuhauen? Haha, da piekst du die einfach, ich piekst die. Gott verdammt! Dreckmatz. Scheiße. Stiegner! Jawohl! Haha! Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Ich hab dich gerade besiegt, du Fatzke. Hallo? Ja. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Also ich weiß es nicht. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Eine Gaukelei? Beim Bogenschießen schlug ich dir das nächste Mal, Meister. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Tja, also wie schaut's aus? Sprich mit Hauptmann Bernhard. Okay. Hauptmann Bernhard, was sagst du zu der ganzen Geschichte? Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Er hätte mich nicht herausfordern sollen. Das hätte er nicht tun Vorsicht! Du magst unter Herrn Ratzigs Schutz stehen, aber es wäre weise, auch die anderen Adligen auf deiner Seite zu haben. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Wir haben auf alle Fälle ein paar Skillpunkte gekriegt. Oh, unsere Hauptstufe ist gestiegen. Oh, jetzt können wir mal schauen, was da alles gibt. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gesprächen mit Frauen 50% mehr Charisma. Warum? Nachtschwärmer. Deine Ausdauer regeneriert sich nachts 20% schneller. Tagsüber durch. Nein, das ist auch nichts. Speer ermöglicht geringfügig die Sichtweite bei der Schnellreise sowie die Chance auszuweichen um 10%. Aufgedreht. Deine Energie sinkt um ein Viertel langsamer, weswegen du länger ohne Schlaf auskommst. Nach der Entlassung aus dem Kerker sind deine Werte 20% weniger verringert. Das ist alles ein Blödsinn. Aber gut, das hilft nicht. Ich glaube, es schlafe in gute Betten schlafe ich dann schlechter. Das ist natürlich ein Scheiß. Dann nehmen wir das mit der Schnellreise. Das ist doch ganz gut, glaube ich. Das mit der Schnellreise ist ganz okay. Was haben wir noch? Einen Stärkebuff haben wir noch. Huckepack. Leichen oder Bewusstloses zu tragen verbraucht keine Ausdauer. Deine Chance, den Gegner in der Umklammerung zu überwältigen, ist um ein Drittel erhöht. Du kannst 15 Pfund mehr als sonst tragen. Das mit dem Tragen ist gut, ich bin sowieso ständig überfordert. Macht Platz, hier kommt der Landvogt. Vitalität, das ist gut. Dickes Blut. Bei einer Blutung verlierst du nicht so schnell Blut. Okay. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei aber 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger spurten. Kann nicht mit der Spezialisierung schnell wie der Wind. Du spurtest 20% schneller, verbrauchst aber dabei 20% mehr Ausdauer und ermüdest dementsprechend schneller. Das ist, glaube ich, besser. Das nehmen wir. So. Was haben wir noch?
Auffälligkeit, +9. Warum denn +9? Zeigt mir das irgendwo? Nein, weiß man nicht. Okay, und im Kampf haben wir was gelernt. Wir haben was im Kampf gelernt, und zwar der Schwertkampf hat sich verbessert. Das ist gut. Was kann das? Waffe, Kurzschwert, Jagdschwert, Säbel. Abfolge, zustechen, zuschlagen, zuschlagen. Ach, da kann man Kombos freischalten, oder wie? Was haben wir da eigentlich? Also ich bin ja eher fürs Kurzschwert, nicht fürs Langschwert. Ist es eine Einhandwaffe, ein Langschwert? Pariere den Angriff des Gegners mit einem schnellen Zornhau aus der Ausgangsstellung. Die nehmen wir links, rechts, unten, in der Mitte. Sowieso, ich kann mir sowieso nicht merken. Also, was soll das? Na gut, aber wir haben ein bisschen was gelernt. Ja, ich bin ein mittelalterlicher Messi und ich muss mehr tragen. Mehr Loot ist mehr gut, das haben wir schon immer gelernt. Das haben wir schon immer gewusst und haben wir schon immer gelernt. So, die Nadel nehmen, Fackel, Langstreckenpfeil, Rüstung, Spieler. Ist jetzt da meine Auffälligkeit wieder erhöht? Nein. Warum erhöht das eigentlich meine Auffälligkeit? Das verstehe ich nicht ganz. Aber Rüstung. Da, mein Lederwams ist total im Arsch. Meine leichte gepolsterte Rüstung ist total im Arsch. Und mein verzierter Wapenrock ist auch halb im Arsch. Der ist total kaputt. Kann man das nicht irgendwie richten? Also ich weiß es ja nicht. Ist ja wurscht. Wir müssen auf alle Fälle uns beim Vogt melden. Und schlafen und essen müssen wir auch. Also da ich doch vorschlagen, wir holen uns erst einmal einen Händler. Wir brauchen einen Händler. Und der soll uns jetzt halt gefälligst einmal, steck einmal dein Schwert und deine Waffen weg. Welcher vollgas neirische Renten in der Stadt mit dem Schwert und mit dem Ding anhand. Hey Hans! Bist du der Hans? Ja, du bist der Hans. Ich mag dich nicht. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Ich mag dich nicht. Servus. Was kannst du? Der Wächter. Na, da können wir nur stehlen. Wer ist er? Der Bürger. Der Bürger. Ich brauche einen Händler, meine Herren. Einen Händler brauche ich. Ist da irgendwo ein Händler? Da ist ein Wirt, da ist der Schmied und der ganze Scheiß, da ist ein... Da sind ein Haufen Orte, die wir noch nicht entdeckt haben. Die werden wir jetzt mal entdecken, was da so alles gibt in der Stadt. Die Burgen sind übrigens auch dem Original nachempfunden. Also die haben da irgendwie umeinander gereist und haben sich da sehr geschichtlich Sachen angeschaut. Wir haben eine Kirche entdeckt. Die Kirche. Nein, da mag ich nicht rein. Da schwitze ich wie in der Kirche. Das ist nix. Was haben wir da? Ah, da ist der Schmied. Schauen wir mal, was der Schmied so kann. Der Schmied muss doch was kennen. Hey, Schmiedl. Ich bin auch Schmied übrigens. Kennst du das? Können wir uns ein bisschen austauschen? Gott sei mit dir. Schmiedegeschichten austauschen. Das ist doch dasselbe hässliche Motherfucker wie die andere Woche. Wie ist Hanusch so als Herr? Wie lebt es sich in Rattay? Wie kommt die Rattay im Flügel? Hat sie irgendwas über die Kommande? Ja, das ist aber toll. Das ist aber nicht fein, was der Schmied... das ist ja der Lehrling. Wo ist denn der Schmiedemeister? Der schläft wahrscheinlich wieder. Oh. Ich komme mein Schwertschleifer da schon hin. Da kann man sogar einen Winkel festlegen. What the fuck? Schau dir so. Ich bin ja brutal. Die Frage ist, wird man da irgendwann was angezeigt und bringt man das auch was, oder? Tja, wir wissen nicht, was es uns gebracht hat, aber schauen wir mal. Nadel macht immer noch 49 Schaden. Hilft uns also ein Scheißdreck, hilft uns. So, damit gehen wir einfach weiter und schauen wir, was da sonst noch so gibt. Und dann melden wir uns einmal beim Vogt und schauen wir, was passiert. Haben wir da? Einen Jäger haben wir entdeckt. Kann man mit ihm vielleicht einmal Handel betreiben? Hallo, Herr Jäger. Hallo, Herr Jäger. Hallo? Nein. Hallo? 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 Privater Bereich? Nö.
Der Jäger ist ja gerade nicht zu Hause. Ich schätze, der wird gerade beim Jagen Könnten Happen vertragen. Ja, vielleicht hätte der Jäger was verkauft. Wer weiß das schon. Wer ist das? Hallo? Hey, Sir. Der Wildhüter. Na, was geht? Guten Tag. Guten Tag. Übung. Jagen. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Anfänger? Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Aus ist der möchte schon wieder Kohle singen. 60. Na, vielleicht ein anderes Vielleicht ein Mal. anderes. Lass uns handeln. So, jetzt schauen wir mal. Verkauft man mal den ganzen Scheiß. Dietrich braucht man. Die scheiß Fackel braucht auch kein Sau. Mein Händel kann er haben. Mein Lederwams kann er haben. Und meine gepolsterte Rüstung kann er auch haben. Schaufel braucht man vielleicht noch. Schnapspreis selber. Streitkolben soll er haben. Verbände braucht man selber. Passt. Aber was hat der zum Verkaufen? Kaufen. Waffen. Oh, der hat fette Bögen. Gibt er mit den Scheiß. Also ist ja eh klar, dass der Bögen hat. Alles andere war irgendwie ein Schmarrn. Er hat auch Armschienen. Das ist gut. 2 Armschienen. Jagdhandschuhe hat er. Haben wir mit Handschuhe. Die haben so teuer. Der spinnt doch. Hat er was zum Essen? Nein. Sonstiges. Schatzkarten haben so wie wir Sau. Wahnsinn. Auf so eine Schatzsuche werden wir uns wahrscheinlich auch einmal begeben, glaube ich. Okay, haben wir es schon gesehen. Der Jäger. Was haben wir da sonst noch so? Oh, gegenüber ist ein unerforschter Ort. Und da gibt es eine Quest. Eine Quest. In der Schenke, aber natürlich. Bin ich da jetzt richtig? Tatsache. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ich möchte da was zum Essen kaufen. Hallo. Also, 4 und links. Oh, da schaut's aus, als kann man was zum Essen kaufen. Schau schon hin. Der Bäcker. Bäcker. Bäckersmann. Lass uns handeln. Da, ein Brezen. Dann nehmen wir mal 5 Brezen mit. Gibst mir mal 5. So. Ein bisschen an Honig. Nehmen wir noch 3 mit. So. Das ist doch was. Und 5 Semen gibst mir noch. So, dann passt es. So. Den Gickel müssen wir ja zuerst noch braten. Den kann man ja so nicht fressen. Da haben wir einen Krämer. Was haben wir da? Ein Allgemeinhändler. Schauen wir mal, was der so hat. Schauen wir mal, was der so hat. Gott sei mit dir. Opfe, Hacke, braune Steppjacke. Oder eine braune Steppjacke, der Mann. Schauen wir mal. Axt, Fackeln, haufenweise Pfeile, Rüstungen hat er. Okay, gewöhnliche. Da sieht man quasi gleich direkt, wie die ausschaut, wenn ich es habe. Okay, okay. Oh, der hat Äpfel. Äpfel nehmen wir auch ein paar mit, weil die heilen. Nehmen wir auch 5 mit. So, was hat er so? Sonstiges. Okay, das wird Alchemistenzeug sein. Joa. Auch nichts Besonderes. Dann darf ich doch sagen, schleicht man uns zum Vogt. Was gibt's da noch? Oh, da ist noch ein Rüstungshändler, oder was ist das? Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Ein Fleischer. Schauen wir mal, was der für Köstlichkeiten hat. Nein. Wir haben uns jetzt erst einmal einen Apfel ein. So, Apfel 1, Apfel 2, Apfel 3. So. Damit haben wir kalt. Und jetzt ab zum Vogt. Und dann brauchen wir irgendwann noch mehr Platz halt zum Schlafen. Schon wieder ein Krämer entdeckt. Karotten, ein Genuss. Karotten, ein Genuss. Zwiebeln, scharf wie ein Schwert. Und Was ist da? Ein Alchemist. Ist das ein Alchemist? Hallo? Ein Schleifstein? Was ist das? Was ist das? Du hast entdeckt Schleifstein. Das ist doch kein Schleifstein. Na, eine Apotheke. Das ist interessant. Was haben wir da sonst so? Einen Schreiber haben wir auch noch entdeckt. Was es alles gibt in der Welt. Da gibt es so viel zu entdecken. Ich bin begeistert. Also mit Inhalt ist diese Welt offensichtlich definitiv gefüllt. Und schon wieder eine Kirche entdeckt. Früher hat es so viele Kirchen gegeben, das ist Wahnsinn. Aber müssen wir ein bisschen da her und dann müssen wir mit da rein. Ich glaube, da müssen wir rein. Müssen wir da rein?
Was ist das? Ein Schneider. Ist das ein Schneider? Ein Vogelnest haben wir auch schon wieder entdeckt. Ein Schneider. Und der verdammte Vogt. Wo ist der Vogt? Hallo, Herr Vogt! Ist das der Vogt? Ja, da drin ist der Vogt. Herr Vogt? Okay. Schauen wir mal, was da los ist. Ringsitz oder was? Ringsitz? Ja, es ringt. Okay. Das ist ein Rüstmeister. Das ist nicht der Vogt. Hey, Vogt! Vogt! Bist du der Vogt? Nein, das ist eine Händlerin. Die muss doch da dann irgendwie aufkommen, oder? Schauen wir mal. Sie verkauft auf alle Fälle Kohl. Das habe ich schon mal herausgefunden. Ist da der Vogt drin? Aber das ist schon wieder Privatbereich. Schon wieder Privatbereich. Da geht's auf. Schauen wir mal, was da gibt. Schlossknacken schwer. Oh mei, oh mei. Ein eingebildeter Mann. Kennt jemanden, der wen kennt, der wo schreiben kann? Muss ich jetzt halt sagen, der eingebildete Mann sagt, der wo gibt's nicht. Ist da der Vogt drin? Nein, auch nicht. Ja, Kruzifix. Ach, da kommt man noch weiter auf. Okay. Herr Vogt. Hallo. Hallo. Heinrich. Heinrich der Lauch hier. Was geht bei euch? Hallo. Herr Vogt. Bist du der Vogt? Der Vogt! Himmel, pass auf, wo du hergehst. Pimmel, red mit mir. Was tust du denn? Hey, bist du deppert? Wo gehst denn hin? Was tust du denn? Hey, Tschechow. Geht doch, geht doch. Wo geht er denn hin? Glück und Gesundheit. Der ist aber freundlich. In den Dienst des Vogtes treten, wegen Rattay. Wer kann mir das Lesen beibringen? Gibt es Neuigkeiten? Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. So. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Kühn? Hast du dich bei Heinrich Hauptmann der Bernhard Stahllauch gemeldet? ist kühn. Was hab ich? Herr Hans, der Hauptmann mag mich nicht. Ich kann nicht mal ins Schwitzen. Er war eine ziemliche Mate. Herr Hans war Ja. nicht zum Drin. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Eigentlich hätte ich verlieren sollen. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Ich bin Und jetzt geh zur Wachmann. Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung Ausrüstung bereit. kriegen wir Ja, eigentlich. Vogt. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? Lesen In lernen ist Buschitze wichtig. lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. Okay, also wir können auf alle Fälle das Lesen lernen. Mir braucht man auf alle Fälle. Hol deine Ausrüstung in der Rüstkammer ab. Bei B. Das tun wir auf alle Fälle. Was ist da? Drehe mit Nachtigall zwischen 11 und 19 Uhr deine Runden. Optional deine Ausrüstung in der Rüstkammer ab. Das ist bei A da ganz hinten. Also die Ausrüstung holen wir sonst, wenn es natürlich schon umsonst ist. Vielleicht können wir mal dann den ganzen kaputten Schund. verloren. Mein Heim, meine Familie, mein Ab... Den kann ich doch nicht so im Ring sitzen lassen. Der kriegt Gelobt das sei hin von mir. Jesus Christus. Wie behagt dir das Leben in Rattay? Schätze, uns aufzunehmen war gütig, aber dann überließen sie uns einfach uns selbst. Keiner schert sich einen Dreck um uns. Ich hätte da gern was geben, aber dann halt nicht. Die Frau Gwalde ist auch da. Habe die Jessen. Rattay, Regen, 3 Uhr Nachmittag, die Frisur sitzt.
So, wo ist jetzt diese Rüstkammer? Die ist noch weiter hinten, glaube ich. Da sind überall Bettler am Rand. Das ist ein Wahnsinn. Ah ja, ich kann ja jetzt 20% schneller laufen, aber ich verliere 20% schneller. Ist das die Rüstkammer? Nicht außer zoomen. Ja, das ist die Rüstkammer. Rüstkammer? Hallo? Das schaut... Da darf ich nicht hin, da darf ich auch nicht hin. Ist das hier die Rüstkammer? Ah, Rattmeier Rüstkammer. Wache. Schlossknacken schwer. Schlossknacken leicht. Rede doch einmal mit der Wache. Hey, hast du vielleicht Ausrüstung für mich? Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Ja, geht doch. Name? Heinrich. Heinrich der Stahllauch. Und in Lehnstreue zu? Herrn Ratzig-Kobiller. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Ich mag keinen Knüppel. Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ja, vielleicht. Meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. So, dann werden wir uns doch einmal gleich mal neu einkleiden. Da die Isung. Die gepolsterte Bunthaube, da setzt man die neu auf. So, gewöhnliche Beckenhaube, die hat auch mehr. Am Start, die ist nicht so dreckig. Leicht gepolsterte Rüstung. Jawohl, dann nehmen wir auch die. Und Waffen. Wow, ein Knüppel mit 31 Schaden. Da polte man doch meine Nadel mit 49. So ein scheiß Knüppel, den kann er sich sonst wieder. So ein nice Wams war einmal toll. Wir schauen mal aus wie der letzte grintige Sautape. Schauen Sie mal an, das ist ein Wahnsinn. Gesundheit. So. So, Ausrüstung haben wir. Und jetzt müssen wir zwischen Eifel und Simi was ich da drin jetzt tue, weiß ich nicht. Aber auf einen sauberen Döner hätte ich jetzt auch Bock. Aber es ist ja jetzt schon 3:45, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, in 10 Minuten müssen wir leider Gottes so schweren Herzens, die Quest machen wir jetzt noch. Und dann werde ich mich schleichen müssen. Muss nämlich auch was zum Essen einkaufen. Und dann werden wir uns wahrscheinlich erst am Samstag in der Nacht wiedersehen. Wahrscheinlich. Nicht sicher, aber wahrscheinlich. Und zwar mit Outlast 2. Und für eure Gesundheit natürlich merci. So, wie weit sind wir schon? Ah ja. Wie spät ist es eigentlich? Zwischen 11 und 19 Uhr. Oh ja, das ist 2 Nachmittag, das ist doch eine gute Zeit. Müssen wir uns bei der Kirche treffen mit dem anderen Hamperer und dann schauen wir mal. Ist das... Mit wem muss ich mich treffen? Drehe mit Nachtigall. Okay. Bist du Nachtigall? Na, ist einfach bloß ein Wächter. In der Kirche drin vielleicht. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Die Seelen aller Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen. Amen. Oh Gott, Agnes, wie bist denn du drauf? Lass mich in Ruhe. Wo ist denn Nachtigall? Nachtigall, wo bist du? Hallo? Bist du die Nachtigall? Hallo? Das ist die Nachtigall. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Heinrich Wir der sollen heute zusammen Stahllauch. unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Was, welche Müllerin auf einem Karren? Achso, ja, der Theresa? bin ich. Ja, Dresel? sie hat mich gerettet. Dresel, bist die Metz. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich hab hier sauber mein Brill, was ist das? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Das stimmt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Oh, Quest begonnen, Liebesverben. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Ja, dann, Herr Nachtigall, dann gingen... Das ist unsere Kirche.
St. Matthäus. Ah ja, da wird es sogar erklärt, dass ich da mit Feststelltaste, mit Caps Lock quasi langsam hintgehen kann. Schauen wir mal, wie lange dass wir dem jetzt folgen müssen. Also wenn wir da jetzt bis Summe auf die Nacht im Kreis rundum gehen müssen, dann muss ich sagen, haben wir es mit dem Realismus vielleicht ein bisschen übertrieben. Bin mir nicht sicher. Oder was meint ihr da dazu? Schauen wir mal, wo er uns hinführt, Herr Nachti. What the fuck? Na, der Resel schießt mir keinen Pfeil in den Arsch. Der Resel ist brutal. Der Resel ist die beste Matz. Unseren Herren. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, Herr... Wenigstens der Schritt gehalten oder so. Schlecht mit dem Wiener Gottes sprechen. Herr Schneider! Ohne Mampf kein Dampf. Das ist richtig. Das ist richtig. Unser Vielen Rathaus. herzlichen Dank. Ziemlich groß, was? An dieser Stelle an den Herrn Der Vogt Stefan und seine Schneider. Mit Knechte leben PH, hier. nicht mit F. Und der Das ist Maestro wichtig. Protonotarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du Was nicht interessant auch? ist, jetzt Er führt er wohnt mich durch beim die Stadt, wo ich Galgenberg, alles entdecken Auf kann. der anderen Seite des Baches. Und Dieser Pranger wurde im ja. Herbst aufgestellt. Und Wir haben zwei sind offensichtlich, bereits da hat der vermodert. Murtag recht, wir Hier werden wohnt gerade der eingesetzt, Schwertschmied. um die Sperrstunde durchzusetzen. Und der Resel schießt mir etwas anderes in den Arsch. Etwas anderes in den Arsch. Was ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Ah, was ist hier los? Was ist hier los? Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Hey, was ist da los? Gibt's gleich einen mit dem Knüppel, Was gibt's schreit gleich. ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Jaina Proudmoore. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Ja, wie war's mit etwas christlicher Nächstenliebe? Schmied. Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Ja, wie, ich weiß nicht. So, Hast haben du wir... Almosen bekommen oder nicht? Ja, ja, ja. Jawohl. Ja, dann schlecht die. Von Haben wir gleich diesem Mann fertig. hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern. Und ich muss heute auch was essen. Ja, dann frage ich Das den ist wahr. anderen. Was weißt du schon davon? Ich hab auch schon ein Gickel gespinnt, gell? Wir werden Jana beide etwas spenden. Das ist doch ein Wir Deal. sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser Warum ist armen eigentlich Seele mein Heim beide schon wieder etwas geben. dreckig? Weil es drauf Und was geregnet hat. Doesn't make sense. Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon oder was? Ja, Na vielleicht. schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Bin ich nicht der beste Problemlöser, den es Danke. gibt? Herrgott, einer schlimmer als der andere. Sechstes. So, Herr. Und dann soll ich wieder aufpassen. Kruzifix, ich hau da gleich einen Pfeil in den Arsch. Ich sag das. Jana. Hey, Nachtigall und Sepp, wart auf mich. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Hanusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapon, übergibt. Also so eine Gesichtsverfolgung hätte es schon gehen der können, alte gell? Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Was soll ich Sowas erzählen? endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Jan Vögelchen Jeschek. Aha. So. Bürger 25 plus. Heute sie für König Salomon. Ja, ich bin vielleicht der heilige Samariter. Ich habe einen definitiven Friedensnobelpreis verdient. Hey, das ist die erste First-Person-Ansicht, wo man seine eigene First sagt, wenn du mich fragst. Es war so schön, wenn das Spiel besser laufen hat und besser optimiert war. Die sind geiler Grafik, die Der Stadt Platz und so hier? ist schon geil gemacht. Zu Kannst sagen, was du Marktzeiten sieht er magst. viel besser aus.
Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Und jetzt hast du nichts mehr zum Verzeihen, oder was? Verzeih was! Mit deinem lustigen Star Wars Eimer am Kopf. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Das ist ein Und Wahnsinn. diesen irren Händler, Wolfram Pruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie Ich aber an der sag kurzen nicht nur Beine. in Real Life meine Was Achsen, den jungen weil Böcken es nicht Wampen so im gut Weg schmeckt. ist. Angeblich soll er das kenn ich noch arme jemanden. Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Herr Hopfenwieser, ja, ich zock nur mit PC. Also ich hab zwar auch eine Playstation, aber die habe ich schon immer seit 28 Jahren eingeschaltet. Brauchen wir nicht. Also so ein Spaziergang durch die Stadt, wenn wir den nicht vorher schon gemacht hätten, wird der ganz spannend. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Naja, der Haribert Die andere no, liegt Servus oben am aus Tor. Landau. Sag ich Da gehen Servus wir später auch aus hin. Landau. Macht auf Robin Hood, weil es auch schon wurscht ist. Ja. Weil ich definitiv einen Friedensnobelpreis haben mag. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Der Patton 19. Servus bei uns. Servus, Herr Patton. Wo gehen wir eigentlich hin? Herr Nachtigall, wo Schau gehen wir her. hin? Siehst her. du den Lump da? Welchen Lump? Mein Gott, dem Bastard zeig ich's. Was, welchem Lump denn? Wieso denn? Der bettelt doch gerade, der tut doch kaum was. Und ein Vogelnest ist auch da irgendwo. Haben wir's bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Betteln nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Oh. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Hallo, Die Heinrich. Regeln sind klar und deutlich. Woher kennt mich Bettler der? gehören Wieso zur kennt Kirche. mich der? Vielleicht hat er auch hergeschissen. Das kann tatsächlich wahr sein. Da, ich seh's auch. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Oh, Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich Scherereien höre, mit bist dem du auch Schmied? Lehrling eines Schmieds. Ja. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Nein, das hast du Ihr? falsch gehört. Wen meinst du damit? Ich bin Dich und deinen Schmiedemeister. Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Ist okay, ist okay, ist okay. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Ja. Und am Schluss also geht's wieder in die Schenke. Jetzt müssen wir die Sperrstunde durchsetzen. Morni. Oh, da ist schon wieder so ein Würfelspieler. Das der mal anders mal. Wo gehst denn du hin, guter Mo? Da waren wir doch schon, da haben wir doch schon außen so. Das Ratayer Lehen Machen wir ist mit recht dir groß. zu. Selbstredend hat es hier in der na. Stadt seinen Ursprung. Oh, lass mich aussehen zuerst. So. Ach, lass die auf, weil es wurscht ist. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smill kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen. Wendy Recht ist auch auf wieder alte da. Sachen und Der so kleine weiter. Prinz Es würde hat ein Jahr dauern, sich Aufmerksamkeit darauf einen gebraucht. Ja, reinzumachen. der ist ja dann doch wichtiger. wie Dieser mein Turm hier Schwander. war nur halb so groß, als ich an WB Knirps war. sag ich. Herr Allerdings Hanusch bin ließ ich ihn jetzt nicht mehr ausbauen lang und da. machte Wenn jetzt das daraus da eine mal vorbei Rüstkammer. ist, dann werden wir unser Bettal suchen zum Schlafen. Da speichert es dann, hoffe ich. Und dann schauen wir weiter. Wie lange muss ich da jetzt umeinander gehen, guter Mo? Kannst du mir das sagen? Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Scarlett stamme ich. Und Ja, ich habe jetzt keine Zeit mehr für den Schmarrn. Das hilft jetzt nichts, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ich muss der Nachtigall folgen. Das hilft nicht, das hilft nicht. Schöne Grüße aus Ortenburg. Schöne Grüße aus Landau nach Ortenburg. Bei der Resel ab ins Bett. Ja, das war vielleicht nicht so schlecht. Hat gerade was vom Stadtrundführer. Ja, das glaube ich ist auch der Sinn der Sache. Dass du das erste Mal so eine richtige Stadtführung machst.
so, dass es immer sechst, wie das halt alles ausschaut und gemacht ist, aber leider Gottes sind Grafikeinstellungen Gut. so Wo ist weit eigentlich herunter, Moimir? dass jetzt Sollte er da nicht hier kein bei vom dir Hocker sein? hauen wird. Ja, ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur umtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Der Herr Moimir Mendel ist auch faul ist, da. Habe steckt die er Ehre. tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ginge auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Ah, Und Müßiggänger. du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Ja, das möchte ich aber hoffen. Du gehst jetzt gleich mal sauber mit. Du Gewamperter. Zerstört wurde, war ich eine Oh, von euch. der Nachtigall legt einen Sprint hin. Sprinten. Los Ich bin geht's. wirklich ziemlich hungrig. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Was ist da los? Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Saufen, mein Freund. Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Aufgabe begonnen, setzt dich zur Nachtigall. Ich sag euch was, wieso kann ich jetzt halt nicht... Ach, ich brauch Dingsbums-Schnaps. Ich brauche ein Bett. Kinder, ein Bett zum Speichern. Sonst muss man die Scheiße da noch mal. Hilft nicht. Hilft nicht, zur Nachtigall, der lernt mir jetzt mit Sicherheit das Würfeln. Wie dieses Würfelspiel da funktioniert. Aber, so leid es mir tut, wie ich es gesagt habe, ich kann allerhöchstens heute bloß bis um 4 Uhr. Hauen wir noch schnell 2 Minuten einen Blättschmerz ein und dann müssen wir leider Schluss machen. So leid es mir tut. Ich werde in der Zwischenzeit, also ich werde, weil mich so viele Leute fragen, ich werde nicht jeden Tag jetzt streamen. Morgen, ich kann jetzt, heute kann ich nicht mehr, morgen kann ich nicht, am Freitag kann ich nicht. Aber wir hauen am Samstag in der Nacht sehr wahrscheinlich Outlast 2 rein. Und da wären wir wahrscheinlich fertig damit, weil wir da, glaube ich, schon ziemlich am Ende sind. Wenn ich mich da richtig erinnere, ich glaube, wir haben noch 10% oder so. Oder 15%. Und da müssen wir sowieso irgendwas anderes suchen zum Spielen. Wahrscheinlich Resident Evil. Wer weiß. Birgit, du machst Schluss. Und das am Valentinstag. Oh mein Gott. Oh, somebody touch on my spaghetti. Hau das Outlast weg und spiel das. Ich seh schon, wie sie da die Gemeinde spaltet. Die eine Seite hat recht Bock auf das Spiel, die andere Seite hat Bock auf Outlast. Ich kann es natürlich nicht alle recht machen, das ist eh klar. Dass ich mich natürlich die Woche auch mit einem Video nicht mehr melden werde, das ist wohl hoffentlich auch klar. Allerhöchstens nächste Woche dann irgendwann, wobei ich nächste Woche auch noch Urlaub habe. Und ich bin am Überlegen, ob ich nicht einfach 2 Streamwochen einhau. Ja, dass wir einfach am Nachmittag streamen. Ich bin ja öfters einmal nicht da in meinem Urlaub, ja. Man braucht auch einmal mehr Ruhe. Ja? So, finde ich super, deine Streams sind immer geil. Das freut mich natürlich narrisch, wenn also ihr habt wirklich keine Vorstellung davon, wie dermaßen, dass mir das gefreut, dass wenn ich da stream und zock und nicht bloß schmatz, so viele Leute da bleiben und zuschauen, das war am Anfang nämlich nicht so. Ich weiß noch, wie wir angefangen haben zum Streamen, das war im Juni, Mai, Juni letztes Jahr. Da hat es dann total vom Hocker blasen, wie auf einen Schlag 50, 60, 70, 80 Leute herin waren, was halt auch was nice war. Jetzt sind wir auf einen Schlag, wir haben gerade 200. Für die sich fragen, wir haben 30 Leute auf Twitch und 180 auf YouTube und vorher waren wir 250, vorher waren wir mal knapp 300, gestern waren wir über 300 und so viele Leute zu schauen, wenn wir mir Spiele zocken. Ich war fest davon überzeugt, dass, wie soll ich sagen, dass sobald ich das Zocken anfange, die Leute einfach gängen. Das war am Anfang auch so, da haben dann von 80 Leuten bloß noch 10 da bleiben, weil mit Leuten natürlich wegen meinen How-Tos und dem ganzen Blödschmerz abonnieren und wenn ich dann das Zocken anfange, da haben die meisten halt nichts damit zum tun. Offensichtlich habe ich mich da geirrt. Ja, ich komme mich halt auch mal verdorben, ne? Freut mich auf alle Fälle narrisch, dass da so viel zuschauen, weil sonst da das natürlich auch nicht, wenn da 200 Leute herinhockern, dann macht das natürlich auch mir mehr Spaß, als wenn 4 herinhockern. So wie das halt vor 3 Jahren war. Da, so ehrlich kann ich auch sein, gell? Jetzt habe ich mir die abbackelten Weißen gekauft. Leck war das grob. Ja, warum tust du denn sowas? Rosen sind rot, Freitagabend bin ich blau, trink mir eine halbe und scheißt mir in Au.
Ja gut, so hast du schon mal überlegt, dass du den Stream schneidest und jeden Tag eine halbe Stunde auf YouTube bringst, beziehungsweise neue Folgen halt. Habe ich ehrlich gesagt auch überlegt, ob ich den Stream nehme, als Video nehme und das so zusammenschneide und die guten Momente halt außer tue und so weiter. Ganz ehrlich, da habe ich dann die Zeit einfach nicht mehr dafür. Wenn ich das auch noch mache, ist es schon eigentlich ist es schon fragwürdig. Ich möchte halt eigentlich viel mehr streamen, viel mehr, aber dann leiden die Videos drunter. Dann gibt es ja keine neuen Videos mehr. Ja? Ich mag aber weiterhin Videos machen, ich mag einfach beides machen. Deswegen halten wir die Streams im Allgemeinen rar. Das heißt, wir machen fast jeden Freitag unsere Freitagnachmittag-Session. Wir machen fast jeden Samstag auf die Nacht, wenn ich daheim bin und nicht selber mal mir einen Rausch im Pfotzen erlenke oder vielleicht auch mal keine Lust habe. Ja, ich habe vielleicht auch irgendwann einmal keine Lust nicht. Dann machen wir die Horrorspiele am Samstag auf die Nacht. Und wenn es gerade, also das kündige ich ja nicht an, die Zockstreams, so wie den jetzt gerade und den gestern, das war wirklich spontan, weil ich es einfach einmal ausprobieren wollte und weil ich mich saumäßig auf das Spiel gefreut habe und dann mir gedacht, das passt ganz gut. Da führe ich keine Regel ein. Also wenn ich Nachmittag einen Stream einschalte, dann schalte ich den einfach ein. Und dann kommen die Leute oder sie kommen nicht oder es kriegt jemand mit oder nicht, dann hilft es nicht. Ja. Ansonsten, ich mag halt nicht aufhören damit, Videos zu machen. Ja, das macht mir immer noch Spaß und ich glaube, ich bin ja immer noch nicht noch lange nicht fertig mit den Themen der How-To-Welt, glaube ich. Und ja, solange die Sache so gut ankommt, never touch a running system, werden wir genauso weitermachen wie bisher. Ich schaue, dass ich so oft da bin, solange wie ich Lust habe. Wenn ich mal nicht komme am Freitagnachmittag zum Stream, habe ich halt gerade keine Lust oder ich habe auch irgendwann einmal was anderes zum tun. Das wird mir dann schon keiner übel nehmen. Und ich hoffe, euch hat es taugt, wie alle. Wir haben jetzt schon wieder 3,5 Stunden da gewesen beim Streamen. Im Spiel haben wir nicht recht weit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist Wahnsinn, das zirkt sich recht. Was ich auch sagen muss, ich werde außerhalb vom Stream an dem Spiel natürlich weiterspielen jetzt. Ja, also ich mag ja selber spielen. Wenn ich Zeit habe, spiele ich ein wenig und ich mag es auch ein bisschen genießen, weil das ist doch ein bisschen was anderes, wenn ich in Ruhe spiele und nicht über Schmerz und auf den Chat aufpassen muss und so weiter. Ist halt mein Haupthobby. Sachen zocken. Deswegen tue ich das auch gerne mal alleine und in Genuss. Heißt aber nicht, dass wir das nicht wieder machen. Ja? Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt schleicht es euch zu einem besten. Heute ist Valentinstag. Der hat ein wenig schmusen. Viel mehr geschmust gehört, wenn du mich fragst. Und wir sehen uns schätzungsweise am Samstag in der Nacht. Wenn ich fit bin. Wenn nicht, dann machen wir es halt am Sonntag in der Nacht. Das ist mir wurscht, ich habe Urlaub. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir eine Ehre, es ist mir stets eine Ehre, euch es besteht eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Hau mal ab, schleicht wir uns davon. Ich wünsche, Herr Schini, haben wir schon Wochenende? Nein, wir haben nicht Wochenende. Haben wir Wochenende? Ich käme nicht aus. Heute ist Dienstag, nein, heute ist Mittwoch. Wenn ich Urlaub habe, vergiss ich Zeit. Keine Ahnung. Haut euch jetzt einmal ab. Und weiß das was ist. Eine Frage beantworte ich noch, der Eon Styles, warum hast du keinen Sub-Button auf Twitch? Weil ich dann nicht mehr auf YouTube streamen dürfte. Ich könnte einen haben bereits, aber den will ich nicht. Wer mir einen Sub da lassen möchte, der kann das gerne auf YouTube machen. Bei YouTube heißt das bloß VIP. Und das Schöne ist, bei YouTube, ich meine, ihr macht die Subs ja, um mich zu unterstützen, ja? Und zum sagen, hey, finde ich geil, was du machst, mach weiter, da hast du einen Fünfer. Bei Twitch kommt von denen 5 Euro, bei mir 2,50 Euro, also die Hälfte, 50-50. Auf YouTube bei VIP kommen bei mir 3,60 Euro, also über 1 Euro mehr. Kann man sich dann vielleicht einmal überlegen, wenn jemand subben möchte, dann kann er das gerne auf YouTube machen unter dem VIP-Ding. Aber einen Twitch-Sub-Button werde ich nicht kriegen, weil ich dann bei YouTube aufhören müsste zum Streamen. Und das mache ich natürlich nicht. Bin ich blöd im Shell. Meine sehr verehrten Damen, genug geschwafelt. Damen und Herren natürlich, Entschuldigung. Haut euch eine schöne Woche. Wir sehen uns wahrscheinlich am Samstag in der Nacht. Habe die Ehre.